Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Leid, ich habe heute was Neues für euch. Vielen Dank für die lieben, netten Kommentare auch unter meinem blauer Eierbärchen-Teil. Ich stehe ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Die einen sagen, Mai, Kasper, was soll das? Ne? Du behandelst hier irgendwie die alten Kamellen. Die Scheiße kann doch schon lange keiner mehr hören. Richtig. Die anderen sagen, hey, schön, dass du es immer noch machst. Let's go, have fun. Auch richtig. Die anderen sagen, scheißegal was, mach irgendwas. Auch auch da ist richtig, ne? Ist alles gut. Ich muss schauen, dass ich so viel wie möglich Leute abhole. Ich habe versprochen, diese Indigo-Scheiße zu behandeln bis zum bitteren Ende. Ich werde das tun. Ne? Allerdings schiebe ich immer ein bisschen was dazwischen rein, weil jetzt schon alt, jetzt schon wurscht. Ich schiebe da ein bisschen andere Sachen mit rein, um die Leute auch mit abholen zu können, die sich sagen, hey, komm, jetzt Indigo, mich am Arsch, aber vielleicht sich was anderes anschauen, anhören wollen würden. So viel dazu. Und damit kommen wir auf unser heutiges Thema. Und zwar geht es in dem heutigen Video über Umwege um einen ganz, ganz besonderen Menschen. An wen denkt ihr, wenn ich sage, talentlose Internet-Kasper, der Anfang der 2010er seinen Kanal eröffnet hat, einen wilden Gottkomplex hat, Bezug zur Realität verloren, hart pleite, an jeder Lebensentscheidung, ne, an jeder Kreuzung falsch abgewogen und nicht ganz helle im Kopf. Richtig. An den Dude hier. ApoRed. Ich habe ihn noch nicht lange auf dem Schirm. Aber um jetzt mal kurz zusammenzufassen, wer das ist. Der Typ hier wäre Rainer, wenn Rainer ein bisschen weniger Hageldom wäre. Naja, attraktiver, ne? Zumindest nicht übergewichtig. Und so ein bisschen Charisma hätte. Ne? Und das ist eine wilde Sache, weil der Typ schafft es nämlich tatsächlich, Leute zu scammen. Und was er sonst noch so macht. Ne? Nichtsdestoweniger gehen wir heute nicht direkt rein in den, wie nennt er sich, der einzig wahre, keine Ahnung, ey. Leute, die von sich selber in der dritten Person sprechen, da ist bei mir schon aus. Da ist der Ofen. Dementsprechend hockt euch hier Sammermeere. Reißt euch ja heute auf. Wir schauen uns heute an, ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, den guten Mimi. Und zwar mit seiner Entschuldigung an ApoRed Part 12. Darüber bin ich jetzt auf das Thema gekommen. Wie der Name vermuten lässt, es gibt 11 Teile davor. Muss man die gesehen haben, um das lustig zu finden hier? Ich glaube nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, es ist nicht. Naja, sagen wir es mal so, an einem langweiligen Sonntagnachmittag ist das passiert, also um es nachzuholen. Ich fand es interessant. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ich gehe jetzt in das Ding rein. Ich habe mir jetzt die 11 davor angeschaut und dachte mir so, okay, probier's es mal aus mit einer Reaction auf das 12., weil das relativ aktuell ist. Das ist, glaube ich, vor 5 Tagen oder sowas erschienen. Und sagt mir, wie es euch bockt. Und wenn es euch bockt, mache ich euch vielleicht die anderen 11, die davor kamen, auch noch. In diesem Sinne, ja, um zu sagen, wer Mimi ist. Mimi ist praktisch der Regenbogenschaf von ApoRed. Der das, was Just Nero für Aline Bachmann ist, für ApoRed. Und es ist unfassbar, was dieser Mann jetzt in diesen Teilen davor, Entschuldigung, ist natürlich höchst zynisch gemeint, sarkastisch ist das schon immer, was der alles ausgegraben hat. Das geht ganz deep. Finanzielle Situationen,
Kurzum, ne, ein gewisser YouTuber ist ein notorischer Lügner. Woher kenne ich das bloß? Ähm, und aber halt auch wirklich scheiße. Moment. Obwohl er das eigentlich schon seit Jahren. Ihr versteht langsam die Parallelen zu einem gewissen fränkischen Medienprofi, der in der sächsischen Provinz haust. Danke bitte sehr. Ich habe jetzt mir gemerkt, dass es in Sachsen liegt. Wir gehen einfach mal rein. Jo Leute, das Allerwichtigste zuerst. Ich will eine Sache aus meinem letzten Video korrigieren. Ich hatte ja aufgezählt, wie oft ApoRed sein Wort nicht gehalten hat, zum Beispiel bei den Roomtour-Ankündigungen. Und dann so. Ja. Ist auch eine wichtige Background-Info, auf dem wird oft rumgehackt. Das wird sicher wieder zur Sprache kommen. Dem Dude hier wurde ja, der hat ja vor kurzem einen Prozess verloren, dem wurde sexuelle Belästigung vorgeworfen, einer anderen YouTuberin auf irgendeinem Event. Scheint schon länger her gewesen zu sein. Und die hat den Prozess gewonnen, weil es wohl ziemlich offensichtlich war, was da passiert ist. Er bestreitet das bis heute. Und sein Hauptargument in der ganzen Geschichte ist, ja, ich bin so ein urgläubiger Moslem und so und ich kann mit Frauen nicht mal im selben Raum sein. Und ich mache zwar im Internet auf Rambo, aber Frauen gegenüber bin ich super schüchtern, traue mich nie, die anzusprechen und so, bla 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 bla. Vollkommen klar. Es gibt diverse, das ist in den letzten 11 Teilen sind diverse Dinge ans Licht gekommen, die definitiv dagegen sprechen, dass das auch nur ansatzweise der Wahrheit entspricht. Ja? Sowas gemeint wie, dass in Dubai keine Roomtour mehr kommen kann, weil er kurz nach dem Video wieder in Istanbul und kurz darauf wieder in Deutschland war. Und da schauen wir mal ganz kurz rein. Er jettet anscheinend momentan irgendwie zwischen Istanbul und Dubai hin und her, weil er, ich glaube, immer dann wartet, bis er wieder ein Visum für das jeweils andere kriegt, frag's mir nicht, weil er in Deutschland nicht sein darf, weil er per Haftbefehl gesucht wird. Kleine Nebeninfo. Aber währenddessen werden weiter irgendwelche Videos gemacht und rumgeprahlt, was man nicht für ein tightes Leben führt, und das halt jedes Mal wird halt instant debunked. Also offensichtlich schaut er das, kratzt er sich ein paar Kohlen immer zusammen mit seinem Internetauftritt. Es wird ein bisschen Barren erbettelt und davon geht es dann wieder in den nächsten Monat und dann kommt man irgendwie wieder von A nach B, ne, und so weiter. Also währenddessen sitzt im Übrigen, ich glaube, seine Frau mit den Kindern er ist relativ jung, mit 1994 oder so, eine Frau mit den Kindern in Hamburg in der Sozialwohnung und kriegt ihre Kohle vom Amt. Das ist eine richtig, ganz ehrlich, RTL 2 würdige Story eigentlich. Keine Ahnung, das ist, ich glaube, bei der Produktion waren einige der Drehbuchautoren im Drachengame waren definitiv beteiligt an der ganzen Nummer. Und da kam natürlich auch nie was. Ein paar Tage später war er dann auch wieder in Istanbul und kurz darauf wieder in Deutschland. Es hat zwar gestimmt, dass er kurz nach diesem Video wieder in Istanbul war, aber er ist dann nicht weiter nach Deutschland. Also, um genau zu sein, war er schon seit diesem Lasst Mois in Ruhe Video hier nicht mehr in Deutschland. Und auch da schon... Und keine Ahnung, wer das mit Mois mitbekommen hat in den letzten Monaten, Jahren eigentlich schon, weiß, dass ein Typ, der verlangt, Mois in Ruhe zu lassen, schwierig. Schauen wir kurz mal rein. Ich mache jetzt die Tage noch ein weiteres Video, wenn ihr Bock habt, okay? Zeige ich mal ein bisschen Roomtour, Wohnungstour etc. Ich habe ja gerade den ausländischen Hasen wieder aktiviert aus so den geschäftlichen Urlaubsgründen. Für Deutschland auf Dauer ist echt behindert langweilig, wirklich. Äußerst interessant, Prinz Puma. Geschäftliche Urlaubsgründe also. Ja, Prinz Puma ist so ein Running Gag. Irgendein Video muss da komplett zensieren und da hat ihn immer Prinz Puma genannt, keine Ahnung. ApoRed hat hier wieder gelogen, denn ich sag euch jetzt den wahren Grund. Und schnallt euch an, jetzt wird's richtig wild. ApoRed hat seit 1,5 Jahren schon einen Haftbefehl in Deutschland. Das Ganze geht noch zurück auf den Prank, wo er 2017 eine 7-monatige Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen hat und 200 Sozialstunden leisten sollte. Also einfach gesagt, ApoRed kommt 7 Monate in den Knast, wenn er innerhalb von 3 Jahren gegen bestimmte Auflagen verstößt. Zum Beispiel, wenn er nicht die 200 Sozialstunden leistet oder irgendwie anders reinscheißt. Warte mal, wird auf Bewährung verurteilt wegen einer hageldummen Aktion und hält sich nicht an die Bewährungsauflagen? Kennen wir da jemanden?
Bei ihm war es Winkler-esk dämlich. Der hatte ja links ist ein Bildausschnitt aus diesem Video. Der hat damals es für lustig gehalten, sich so anzuziehen und dann irgendwo, glaube ich, in der Hamburger Innenstadt diese Tasche bei Leuten vor die Füße zu werfen und Allahu Akbar zu schreien und ihr habt 30 Sekunden noch zu leben und dann wegzulaufen. Und dafür hat er juristisch ein wenig die Prügel ausgeschmissen bekommen, ne? Mit einer Bewährungsstrafe. Ich habe mir im Zuge dessen auch nochmal den ganzen Fall auf OpenU durchgelesen, wo nochmal steht, wie sehr die Betroffenen traumatisiert wurden und nicht mal darüber aufgeklärt wurden, dass sie gefilmt werden. Eine Betroffene hat sogar erst durch das veröffentlichte Video erfahren, dass es gar kein echter Anschlag war. Und ApoRed... Alter, das ist wild. Okay. Ich habe jetzt hier so ein paar Infos, aber das ist halt super wild. Stellt euch mal, also es ist ja schon hochnotutopisch genug, dass sowas passiert. Ihr stellt euch vor, das passiert euch, irgendeiner schmeißt euch da so einen Rucksack vor die Füße und ruft sowas, läuft davon. Und du, keine Ahnung, du läufst in dein Leben und bist super panisch, kommst zu Hause an, bist komplett aufgelöst und dann wunderst du dich, warum kommt da in den Nachrichten nix und so. Und dann erfährst du ein paar Tage später, das war irgendein Kasperl aus dem Internet. Der hat sich da ein Witzteil erlaubt auf deine Kosten und deine panische, von Todesangst getriebene Reaktion ballert der zum Barrenebetteln auf seinen Dreckskanal auf YouTube. Alter, das ist anders heavy, oder? wusste auch, dass er gar nicht deren Einverständnis hatte. Viele wissen vielleicht schon, dass seine geheuchelte Entschuldigung vor Gericht damals nicht akzeptiert wurde, weil er sich beim Abspielen des Videos im Gericht deutlich amüsiert hat. Entschuldigung, war sichtlich der Verhandlungssituation geschuldet und weder von Reue noch von Einsicht getragen. Das geht? Das geht, dass Gerichte dann sagen, nee, dann erkennen wir das nicht als strafmildernd an? Weil, war das nicht bei Reini einer der strafmildernden Punkte, dass er sich entschuldigt hat? Hier beim Herrn Müller und so und bei der Pinea? Dass er gesagt hat, die würden ihren Job nicht machen? Und dem hat man das geglaubt, oder? Reini hat das glaubwürdig rübergebracht, dass er sich da entsteht. Das glaubst du auch noch, oder? Offensichtlich kann so ein Gericht schon sagen, Herr Winkler oder Herr, wie auch immer er mit bürgerlichen Namen da heißt, der ApoRed, die Entschuldigung ist die Luft nicht wert, die sie durch ihre Stimmbänder gepresst haben, um sie auszusprechen. Ich glaube ihnen einen Scheiß. Erstaunlich. Es gibt aber eine Sache, die war selbst mir neu. Das klingt ja fast so. Also, dass das möglich ist, das klingt ja fast so, als hätte man im Falle des bräsigen Bewährungsversagers geradezu nach Gründen gesucht, den nicht ins Camp Knacki zu schicken, um sich diesen Schuh nicht anziehen zu müssen. Oder? Wusstet ihr schon, dass er sich während seiner Entschuldigung für den Bockprank vor Gericht damit gerechtfertigt hat, dass er aus Jenfeld kommt und eben einen anderen Humor habe? Wow. Alter, das ist ja noch bescheuerter als die Chewbacca-Verteidigung. Ihr kennt die Chewbacca-Verteidigung aus South Park? Schaut es euch an. Es macht halt null Sinn, Digga. Ja, ich komme mal, das Jenfeld, da haben wir einen anderen Humor. Einwandfrei. Ne? Also da darf man dann, also wenn man aus Jenfeld kommt, darf man so Bombenpranks machen, keine Ahnung, Swatting und so darfst du nur machen, keine Ahnung, wenn du aus Nürnberg kommst, oder? Ich weiß es nicht. Wow. Ganz ehrlich, erst nur so eine verlogene Entschuldigung, dann so eine räudige Ausrede. Ich hätte den als Richter, ich hätte den nimmer auf Bewährung geschickt, ich hätte ihn gleich verknackt. Wie es vorher noch hieß, dass er noch gefeixt hat in der Situation, wo sie das Video abgespielt haben. Also was er absolut von 0,0% Reue zeugt, dass er da sitzt und sich bepisst noch im Gerichtssaal, während sie das Video als Beweismittel abspielen, um das es geht, weswegen er hier angeklagt ist.
offensichtlich die Scheiße nicht ernst nimmt. ApoRed ist in seiner Welt natürlich wieder nicht schuld, sondern scheinbar der Humor in Jenfeld. Also ja, das ist auch sowas. Bei ApoRed ist immer niemals, scheißegal was an Scheiße passiert, es ist niemals er schuld, es sind immer andere schuld. Ja, also es ist komisch. Irgendwie, es ging einmal darum, da wollte er einen PlayStation 4 Controller verlosen. Ja, aber so wie alle anderen Gewinnspiele, die er in seiner Social Media Influencer Karriere gemacht hat, nie aufgelöst worden. Es hat nie irgendjemand irgendwas gekriegt. So. Und keine Ahnung, das war so ein bisschen designter PS4 Controller von irgendeiner Firma oder so. Keine Ahnung, das Ding war ein Huni wert oder so. Ja. Nicht dann mal das. Und da war aber dann eher nicht dran schuld. So, da ging es irgendwie, dann war irgendwie zwischendurch Instagram schuld und dann war irgendwie so ein Dude für ihn, der so seine Social Media Geschichten macht, schuld und auch das, also wirklich die Parallelen zum Wongler. Atemberaubend bei dem Mann. 30 Sekunden habt ihr alle Zeit. Rennt lieber, wenn euer Leben was wert ist. Die Reaktion war heute mal wieder ultra lustig, Mann. Ja, super lustig, du Clown. Jedenfalls hat Und dann nicht checken, warum er verknackt wird, Alter. er in seiner Bewährungszeit wieder verkackt. Und da die Justiz in Deutschland teilweise ein bisschen lahm ist, wurde das Ganze Ende März 2023 rechtskräftig und ApoRed hat einen Brief bekommen, dass er nun seine 7 Monate Haftstrafe antreten muss. Abzüglich der 15 Tage, die er damals in Untersuchungshaft war. Ich darf kurz daran erinnern, er ist damals nicht zu seinem Gerichtstermin erschienen und kam deshalb 15 Tage in Untersuchungshaft bis zum nächsten Termin. Laut Das ist auch so krass, oder? Ist auf Bewährung und kommt nicht zu seinem Gerichtstermin. Ja, herzlichen Glückwunsch. ApoRed hat er den ersten Ah ne, danach ist auf Bewährung gekommen. Okay, nee, jetzt habe ich's. Termin verpeilt, weil ihn seine Mutter nicht dran erinnert hat. Warum ich in Haft war? Ganz einfach. Ich habe einen Termin verbastelt, sag ich mal in dem Sinne. Ich habe keine Ahnung, ich habe diesen Brief, diese Einladung gar nicht gecheckt. Meine Eltern auch nicht, normalerweise meine Mutter. Entschuldigung. Erklärt das immer und sagt, welche Termine ich habe. Und wenn ich mal gelegentlich nicht aufstehe, zum Beispiel so einen Zahnarzttermin, dann haut sie mir 2 Dinge um die Ohren und dann bin ich auch pünktlich dort. Aber irgendwie, schicksalhafterweise, keine Ahnung, habe ich die Dinge jetzt nicht mitbekommen. Meine Mutter Schicksalhafterweise. Was für eine. Im Übrigen für den Fall, das ist gerade egal. Was für eine gequirlte Scheiße. Warte mal, 2017, in der 94er Jahrgang ist, dann war da 23. Ne? Also immer einmal älter als das Jahr oder so. Ne, ihr wisst Bescheid. Praktisch vor dem Gesetz ein erwachsener Mann. Braucht seine Mutter, um ihm zu erklären, was in dieser Vorladung von dem Gericht drin steht. Und um ihn daran zu erinnern und um ihn in der Früh aufzuwecken, dass er da gefälligst hingeht und ne, sich da blicken lässt zu seinem Gerichtstermin, den er wegen diesem scheiß Bombenprank gehabt hat. Ja, ob du mich verarschen willst, habe ich dich gefragt. Das ist doch... Gott bewahre mir meine guten Ausreden, Alter. Und die schlechten ganz besonders. jetzt auch nicht. Und das mit 22 Jahren. Ich war schon sehr, sehr früh reif. Dieses Behinderte. Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Nach der Ich wollte so gerade sagen. Ja, äußerst frühreif, keine Ahnung. Mit 12 irgendwie, keine Ahnung, in die Mädchenumkleide zum Spannen sich schleichen, ist nicht frühreif, du Lappen. Vorladung, dass ApoRed nun die Strafe antreten soll, ist er jedenfalls abgehauen, hat Ende April dieses Video aus der Türkei hochgeladen und pendelt seitdem immer zwischen Istanbul und Dubai, weil er sich nicht dauerhaft in einem der beiden Orte aufhalten darf. Die Ehefrau und der Rest der Bedarfsgemeinschaft hockt seitdem allein im Sozialbau, während sich der strenggläubige ApoRed an Ramadan Katzenmädchen und Fuchsmädchen gönnt. Na, ich glaube an den Islam. Fremde Frauen bezirzt wie ein besoffener Brachiosaurus. Ich bin relativ schüchtern sogar, ne? Da kannst du sogar eine Paola fragen. Schüchtern am Strand flirtet. Guck mal, hier hinten ist ein Gebetsteppich. So, das ist alles mit meinem Leben verbunden. An seinen muslimischen Berührungsängsten arbeitet. Ich bin gar nicht der Mensch dafür. Und sich als schüchterner Moslem plötzlich doch mit einer Frau alleine in einem Raum aufhalten kann.
taste is Chilek. Chilek is Turkish for strawberry. Aber Englisch ist gut, ne? Also ich könnte wirklich auf Englisch Videos machen, auch lustig. Ja, du kannst auch auf Englisch freestylen, habe ich gehört. Und das sogar mit Bravour. Besonders ehrenlos. Ah ja, es ist großartig zusammengeschnitten. Es ist großartig zusammengeschnitten. Mimi macht es super. Wird das Ganze, wenn man noch einbezieht, was hier KuchenTV und auch Ellotrix angesprochen hat. Komm hier zu mir, nach Dubai, nach East, nach Hamburg. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat sich nicht mal gemeldet. Cool. Komm hier zu mir. Trau dich, komm zu mir. Das ist der afghanische Rainer Winkler. War Rudi 1994 zum Urlaub in Afghanistan? Fragezeichen. Ich frage für einen Freund. KuchenTV, Digga, du hast einfach einen kleinen Bro, wir beide haben Kinder. Klar, im Gegensatz zu dir kümmere ich mich auch um meins. Und logischerweise habe ich kurz vor Weihnachten dann nicht kurzfristig Zeit, mal nach Hamburg zu steppen, um da irgendwas abzuchecken. Während der hier einen auf dicken Multimillionär macht in Dubai mit seinem Fake Money, sitzt die Frau in Deutschland in der Hartz-IV-Wohnung mit den Kindern. Das ist ebenfalls auch in Kommentaren aufgetaucht und die haben tatsächlich nicht Unrecht, denn die beiden hier sind Kinder. Und ApoRed ist kurz vor dem ersten Geburtstag in die Türkei abgehauen und seitdem nie wieder da gewesen, weil der strenggläubige Moslem die Prioritäten scheinbar ein bisschen anders setzt. Vater des Jahres auf jeden Fall. Das muss der Humor in Jenfeld sein. Aber was behauptet ApoRed eigentlich, was ehrlich und persönlich seine Prioritäten im Leben sind? Ehrlich und persönlich, das sind immer diese Worte. Da ist er groß drin, da ist Reini groß drin. Das sind diese narzisstischen Penner, die immer betonen, wie ehrlich und persönlich sie sind. Er hier schwört dann auch noch die ganze Zeit auf Gott. 3 wichtigsten Sachen sind, sagt ihr ehrlich, sind einfach, also für mich persönlich, Gott, Familie und Freunde. Wir noch kurz. Das hat ein bisschen Vibes gehabt von, das kann man alles in einem Wort zusammenfassen. Als fällt mir das Wort nicht mehr ein. Die wichtigsten Sachen in meinem Leben sind Gott, Familie und Freunde. Hat er kurz überlegen müssen. Ganz schnell noch eine Lüge zusammenrendern. Alter, ich frage mich echt, warum in den letzten Jahren hier die große Kooperation nicht gekommen ist zwischen Imi und Reini. Da hätten sich doch 2 gefunden. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Naja, Anfang Mai 2023 wurde dann jedenfalls der Haftbefehl ausgelöst, weil ApoRed sich nicht gestellt hat und lieber flüchten wollte. Heißt, sobald er einen Fuß auf deutschen Boden setzt, wird er direkt festgenommen und in den Kerker geschleppt. Perfekt, der selbsternannte cleane deutsche Bürger, so ein sauberer deutscher Mann, der nicht einfach so nach Deutschland kann, weil er hier nur Scheiße gebaut hat. Ach übrigens, ApoRed stand... ApoRed ist praktisch hergegangen und hat die Scheiße gebaut. Jetzt kann er nicht mehr hergehen, weil sonst kommt der Herr Müller mit Blaulicht und dann wieder eingeknackt. Auch schon mit Komplizen oder Tatverdacht wegen Betruges. Das Verfahren wurde allerdings vorläufig eingestellt, weil sein Aufenthaltsort unbekannt war. Tja, hätten die mal Mimis Festplatte gefragt, diese Anfänger. Ich habe mit dem Opfer gesprochen, es ging da wohl darum... Das ist also ein Running Gag in den letzten Dingen, ist immer, wenn so komische Fragen aufkommen, dann zieht Mimi so immer seine Festplatte raus und da sind dann komischerweise genau diese Informationen drauf, die dann entweder eine gewisse Lüge als solche entlarven oder. Darum, dass sich Zugang zu seinem PayPal verschafft wurde und darüber dann Flugtickets gebucht und auch Autos angemietet wurden. Leider... Fiat Multipla, das geißligste Auto ever. Müsst ihr euch mal vorstellen. Stellt euch den Typen vor, wie er in einem Multipla irgendwie durch die Türkei wongelt. Kam es bei der Ermittlung aus den genannten Gründen noch zu keinem Ergebnis. Aber zurück zum Haftbefehl. Passt mal auf, was das jetzt auch bedeutet. Bevor jetzt wieder irgendein Kanisterkopf oder irgendein Goofy jetzt kommt und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie gelogen wieder hier, habe ich mir ganz einfach gedacht, da kann jeder von diesen Streamer kommen und sagen, ey, da hat Red Safe gelogen und kann 20 Mille drauf wetten. Und wenn ich recht habe, kriege ich die 20 Mille. Wenn ich gelogen habe, 20 Mille, no problem. Komm vorbei, komm nach Hamburg, ich zeig dir meinen Kleiderschrank, mein Lieber. Ich zeig dir Fahrzeugbriefe, Digga, ich zeig dir Autos von mir aus, was du willst, Digga. Also es geht jetzt praktisch darum, die Leute behaupten, dass er pleite ist und er wettet 20.000 Euro drauf, dass er nicht pleite ist. Aber die anderen sind in der Bringschuld und müssen es beweisen, dass er pleite ist. Er kann nicht beweisen, dass er nicht pleite ist. Ja, wer wäre denn so saudumm, auf diese Wette einzugehen? Entweder ich kann es beweisen, dass er pleite ist, dann ist er pleite, dann hast du schon beim Nackerten in die Hosentaschen gelangt. Dann kriege ich auch keine 20.000 Euro von dem.
Ja, das schreiben die auf die lange Liste seiner Gläubiger ganz unten mit drauf und dann, ne? Diese Wette kann ich ja nur verlieren. Du, wie du sagst, Goofy. Klasse E, Klasse C, was du willst. Dann nimm für jede einzelne Sache, wo du sagst, ich schnagge, 20 Mille. Komm hier zu mir, nach Dubai, nach Eastie, nach Hamburg und trau dich. Los! ApoRed könnte diese Wette selber nicht mal Trau dich, komm zu mir. eingehen, nicht nur weil er gar kein Geld hat, sondern weil er auch gar nicht nach Hamburg kommen würde. Plus meine Festplatte weiß, wo der Range Rover hier mittlerweile steht, den ApoRed zensiert als seinen Range Rover, Ranger. Ne? eigenen präsentiert hat und ApoRed weiß nicht, wo der mittlerweile steht. Er könnte den Range Rover also auch nicht mal vorzeigen. Und den Lambo hat er auch vor Jahren schon verkauft. Wenn er den zeigen würde, wäre es auch nicht sein eigener. Und sowieso ergibt die Wette gar keinen Sinn, weil man nichts gewinnen kann. Man kriegt doch eh kein Geld von dem Brokey und wartet dann für immer auf der langen Gläubigerliste. Und außerdem ist er gar nicht in der Position, irgendwelche Ansprüche zu stellen, nachdem er ständig der Lüge überführt wurde und alle seine bisherigen Beweise und Argumente nachweislich immer kompletter Unsinn waren. Er ist im Zugzwang. Er wollte alle immer von seinem nachweislich immer kompletter Unsinn waren. Er ist Hier hat er, haben die Leute gesagt, ja, keine Ahnung, den Range Rover, den hast du schon lange nicht mehr, den hast du vertickt. Und dann hat er halt, er wusste halt doch anscheinend, wo er steht und hat sich dann dahin gelehnt. Ah ja, hier ist noch mein Range Rover. Und hat dann aber das Nummernschild irgendwie zensiert. Und Mimi hat es geschafft, die Zensierung da praktisch aufzuheben von dem Nummernschild. Festgestellt, da hängt gar kein Nummernschild. im Zugzwang. Er wollte alle immer von seinem angeblichen Reichtum überzeugen. Er hat Leute fertig gemacht, die weniger Geld hatten. Er hat den Kritikern unterstellt, einfach nur neidisch auf seine Immobilien, Fahrzeuge und Geld zu sein. Und jetzt macht er hier so einen Zirkus und verkompliziert alles künstlich, weil er seine Brokey-Haftigkeit nicht zugeben kann. So tun, als ob er viel Geld hat, will er aber unbedingt weiterhin. Ich zeige euch alles. Millionen, Auto, Wohnung. Zu dem Video gab es auch schon mehrere Videos, die ihn wieder exposed haben. So haben ein paar TikToker und YouTuber wie Alpha Kevin, KuchenTV, Tobias Hoch und Charles gezeigt, dass ApoReds Büro eine verblüffende Ähnlichkeit mit Ferhats Büro hat. Auf den gezeigten US-Dollar-Noten gar keine Seriennummern waren, dass ApoRed das Auto gar nicht kaufen kann ohne Emirates-ID. Außerdem muss das sogenannte Salik-Tag gewechselt werden, wenn das Auto den Besitzer wechselt. Salik-Tags haben seit 2023 diese Farben und ApoRed fährt mit einem alten Salik-Tag rum, was eher dafür spricht, dass der Wagen schon vor Jahren angemeldet wurde. Die Videos sind unten alle verlinkt, checkt die gerne ab. ApoReds Konter darauf war mal wieder kompletter Müll. So hat er nochmal Geld gezeigt, nur halt komplett anderes Geld, welches... Das ist halt geil. Da macht einen auf wilder Mann. Stellt sie dahin, ja, ey, ich habe hier die Millionen, ich habe die Autos alle, ich kann euch das alles zeigen, ich beweise euch das alles. Hier ist das Geld. Digga, das Geld ist Falschgeld, so ist kein echtes Geld, so. Ah ja, hier ist anderes Geld. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich, Dubai-Geld, ich weiß nicht, wie die Währung da drunten heißt. Ist das so ein Ding? Wie viel ist das dann wert, was er da liegen hat? gar nicht kritisiert wurde und abgestritten, dass das Büro von Ferhat sei. Da haben noch andere jetzt gesagt, bezüglich des Offices, ne? Ja, das gilt auf jeden Fall dem Ferhat, der Ferhat Dubai. Ja, das ist ein Kollege von mir, ein sehr guter Freund von mir. Der kleine Klugscheißer. Also will ich schon so auf Klugscheißer machen. Da guck doch mal ordentlich. Der Ferhat, der wohnt in einer anderen Etage. Wir sind zwar im selben Gebäude, aber der ist auf einer anderen Etage. Und wenn man da genau guckt, das ist ja schon anders. Einrichtungstechnisch ist vieles gleich, aber es ist anders. Und das sieht man doch. Da denken wir so, ja, wie gesagt, ich bin nicht der Drache, verdammte Axt, ich habe nur eine ähnliche Sprechart. Ah ja, wie diese Charakter, diese narzisstischen, chronischen Lügner einfach immer dieselbe Scheiße bauen. Es ist immer derselbe, es werden immer dieselben Lügenkartenhäuser aufgebaut. Und jedes Mal, wenn man sagt, das ist Bullshit, dann spielen die spielen dasselbe Deck. Die spielen Magic alle mit demselben Deck.
Digga, sind die Leute irgendwie blind? Sind die Leute irgendwie ohne in der Birne? Und hier möchte ich jetzt gerne mit meinem Video anknüpfen, denn meine Festplatte hat noch ein Video gesaved von Ferhats TikTok, was zufälligerweise auf seinem Profil verschwunden ist. Dort konnte man deutlich sehen, dass sich ApoRed sehr wohl in Ferhats Büro befindet, wenn man auf die Gebäude im Hintergrund schaut. Außerdem hat ApoRed genau die gleichen Stifte, ein Edding, neonorangener Marker, neongrüner Marker, ein schwarzer Stift mit rotem Deckel. Und jetzt kommt das Beste, sogar diese Fahrradtischdekoration sieht man bei Ferhat und ApoRed. Ja, das ist wahrscheinlich sind das so Standardbüros, die du da mieten kannst. Die sehen immer alle gleich aus. Wird jetzt die Ausrede sein. Ne? Also du kriegst die praktisch fertig eingerichtet, weil er und dieser Ferhat, die sind so krasse Business-Kasper, die haben überhaupt gar keine Zeit, sich darum zu kümmern, dass das Büro tight eingerichtet wird. So. Das ist praktisch Service des Hauses, so, Digga. Und irgend so eine Scheiße wird kommen, oder? Ich würde sagen, Ferhats Fahrrad hat ihn verraten. Auf Instagram demonstriert ApoRed nun sein Office-Day. Oh, warte, was? Winklerische Kabelführung? Habt ihr es gesehen? Auf Instagram. Direkt hinterm Schreibtisch. Mit dem Kabel einfach aus dem Boden raus. Demonstriert ApoRed nun sein Office-Day, wo er einmal durchs Office läuft, sich 5 Minuten in der Reflexion filmt und danach am Strand mit Ferhat Brot fressen geht. Wie immer. Ja, wow. Luxusleben, Digga. Alter, und dann fliege ich nach Dubai und dann wird am Strand gegessen. Hier so trockenes Brot, Alter, mit Wasser aus dem Büro. Das nicht mein Büro ist. Bezahlt von der Knete, die nicht meine Knete ist. Alter, aber ich check auch nicht, wie der da bei irgendwem unterkommt. Also er verdient wohl über Social Media noch ein paar Groschen hier und da und über irgendwelche komischen Betrugsgeschichten. Aber wie der das schafft, dass er sich dann trotzdem über Wasser hält. Einmal ein sehr fleißiger Mann, immer am Hasseln. Komischerweise ist auch bei dem Office Day der Hintergrund der gleiche wie bei Ferhat. Und in diesem Livestream, wo Ferhat durchs Büro läuft, kann man exakt auch die Pflanze sehen. Die Pflanzen sind so gleich, dass man die sogar übereinander legen kann und es passt perfekt. Und ja, die Pflanzen sind... Boah. Ja, das sind ja keine echten Pflanzen. Dafür wäre es viel zu heiß. Wasser ist wertvoll in der Wüste. Deswegen ist das eine Plastikpflanze. So ein Ding ist das nämlich. Und wie der Zufall es so will, hat Ferhat im Livestream auch mit den fragwürdigen US-Dollar-Scheinen rumgewedelt. Fazit, das ist nicht ApoReds Büro. Und man muss sich auch sowieso die Frage stellen, wozu braucht ApoRed ein Büro? Stimmt eigentlich. Das ist wie das Backoffice. Das stimmt eigentlich, wozu braucht der Büro? Das ist ein Internet-Kasper, der auf TikTok und Barren bettelt. Das ist wieder Wongel, der braucht auch kein Büro. Der braucht einfach nur irgendwas, wo er sein fettes Arschgebirge parken kann, damit er den Stream nicht anmacht. Auf Englisch freestylen kann er doch auch von zu Hause. Und das sogar mit Bravour. Wie einige von euch bemerkt haben, konnte man in der Autoreflexion erkennen, dass Ferhat auch die Kamera bei ApoRed gehalten hat. Und da sind wir beim Thema Auto. ApoRed behauptet, sich diesen Wagen gekauft zu haben. Ich habe den Wagen wie ein Adam in Bar bezahlt. 440.000 AED. Dirham. Das ist ungefähr 110.000 oder 108. Ja, okay, Dirham sind offensichtlich die Währung in Dubai. Aber Leute, so energisch musst du eine Geschichte nur erzählen, wenn sie Horseshit ist, oder? Ey, das ist diese typische Märchenonkel-Geschichte. Auch die Betonung und sowas. Das ist doch... Bezahlt. Diesen Wagen gekauft zu haben. Ich habe den Wagen wie ein Adam in Bar bezahlt. Alter, er macht die Augen zu und kann nicht dann mal in die Kamera schauen für die Scheiße, Alter. Ey, ganz ehrlich, es ist ja wirklich nicht schlimm, wenn man keine Knete hat. Ich bin selber kein reicher Mann. Aber du bist das allerletzte Würstchen, wenn du es nötig hast, dich ins Internet zu stellen und der ganzen Welt vorzulügen, was du für ein krasser Macker bist, Alter. Ich hab's geschafft, ey. Millionen Autos, Weiber, schaut's mir an, Büro in Dubai, Digga. Wenn du genau weißt, du hockst da und erzählst es den Leuten und du weißt ganz genau, du bist der hinterletzte Horst und du hast keine 2,50 € in der Hosentasche, um dir eine Cola zu kaufen.
140.000 AED, Dirham. Das ist ungefähr 110.000, 108 oder so irgendwie so. Und er fährt sogar damit rum. Wir fahren jetzt rüber in meine Wohnung. Wir fahren jetzt rüber in die Wohnung. Wir fahren jetzt rüber zu mir. Kleine Tour auf süß. Das ist eine schicke Wohnung, wie man es kennt. Na, man hat da seine gewissen Maßstäbe, die man halten muss. Let's go! Ja, Digga, man hat die Maßstäbe, die man halten muss. Ah ja. Gehen wir rüber zur Wohnung. So, das ist das Haus, in dem ich schon seit letztes Jahr lebe. Wir gehen mal rüber. Er ist also bis zu seiner Wohnung gefahren. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen und mal nachgeschaut, welchen Weg er genau gefahren ist. Hier waren die im Parkhaus von der Dubai Marina Mall, wie man an den Fenstern, an den orangenen Teilen an der Decke und an den Säulen erkennt, die es in weiß, türkis und rosa gibt. Hier sieht man auch den Innenbereich der Mall. Auf Google Maps befindet sich die Dubai Marina Mall hier, von der ApoRed angeblich zum J1 gefahren ist, was sich auf Google Maps hier befindet. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, worauf das gleich hinauslaufen wird, aber es ist noch viel dümmer, als ihr alle denkt. Der Start war wie gesagt im Parkhaus der Marina Mall anhand Der ist ganz woanders hingefahren. Der ist ganz woanders hingefahren. der Gebäude. Im Hintergrund sieht man, dass er dann nach rechts gefahren ist. Als er ungefähr auf der Höhe dieses Hauses war, ist er nochmal nach rechts abgebogen und hier reingefahren. Da sieht man dann diese Säulen mit der Fensterreihe und dann ist er weiter geradeaus auf die Al-Khabi Street Brücke gefahren. Bisher haben wir jetzt diesen Weg. Bei der Google Maps ist halt für solche Märchenonkel einfach ein absoluter mittlerer Albtraum, oder? Das aber Props irgendwie an Mimi, dass der sagt, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da im Hintergrund so rausgefilmt wird aus dem Ranger, Mercedes. Und dann gehen wir auf Google Street View und los geht's. Zurückgelegt. Dann gab es vorübergehend keine Aufnahme, bis sie an diesem Spot rausgekommen sind, wo man im Hintergrund Le Rêve liest, kurz danach Tiger und kurz darauf ist er da und muss nur noch die Straßenseite wechseln. Und ich würde sagen, sehen wir uns gleich. Let's go. Let's go. Gehen wir rüber zur Wohnung. Ich habe anhand des Zebra-Bordsteins, den Bäumen auf dieser Erhebung und den Gebäuden im Hintergrund mal rausgefunden, wo der da war. Und Digga, Mimi, du bist ein kranker Autist. Was ist los mit dir? jetzt passt auf, an der Stelle kann man gar nicht einfach so parken, weil das eine Einfahrt zu der Marina Mall Kostet ist. 70 Euro und einen Punkt. Die Leute denken, die können parken, wie sie wollen. Aber das, was ich hier Den Typen hatte ich schon wieder komplett vergessen, Alter. Oh Mann, was ist eigentlich aus dem geworden? Hier, der Anzeigenhauptmeister. Was ist los mit dem eigentlich? Hat er jetzt seine 15 Minuten Ruhm gehabt? Wo sind wir denn als nächstes? Sommerhaus der Stars oder im Dschungelcamp? eigentlich sagen will, ist, ApoRed ist einmal im Kreis gefahren. Von der Marina Mall zurück zur Marina Mall. Er ist also nicht den Weg zum J1 gefahren, sondern den Weg. Let's go! Gehen wir rüber zur Wohnung. Ja klar. Alter. Ja, was für ein Würstchen muss man sein? Ist auch unfassbar, ist doch das. Lass kurz die Straßenseite wechseln. Über 5 Stunden bei einer Distanz, die länger ist als ein Halbmarathon. ApoRed macht einfach arabischen Jakobsweg zum Airbnb. Aber wem gehört der Wagen jetzt nun? ApoRed hat sich ja größte Mühe dabei gegeben, dass man das Autokennzeichen nicht sieht. Auch in seinem Musikvideo war es zensiert, wurde rausgeschnitten oder ApoRed hat sich da vorgestellt. Allerdings kann man für einen kurzen Moment eine 3... Alter, wer so post in einem Musikvideo, Alter, der ist auch lost. erkennen und in einem einzigen Frame zumindest eine 0 erahnen. Okay, das merken wir uns kurz. Lasst uns jetzt nochmal in das verschwundene Pferd-Video schauen. Da liest man im Hintergrund etwas von der Orantius Real Estate Firma. Geht man dann auf deren Instagram-Seite, so kann man in einem Reel exakt den Wagen mit dem vollständigen Kennzeichen sehen. Durch das Kennzeichen und ein paar Kontakte über ein paar Ecken zur Polizei in Dubai konnte ich rausfinden... Kontakte zur Polizei in Dubai. Alter, jetzt wird's wild. Ja, ich habe ein paar Kontakte zu... Wie? Wie kriegt man Kontakte zur Polizei in Dubai? Ich will's gar nicht wissen. auf wen dieser Wagen läuft. Es ist nicht ApoRed und es ist übrigens auch nicht Ferhat, sondern der über 70-jährige Ralf Jung. Den werden die meisten von euch vermutlich nicht kennen. Die Justiz kennt ihn aber, weil er mehrfach und auch viele Jahre im deutschen Knast saß, in der Presse als bekanntester Betrüger Kölns betitelt wurde und der Richter ihn scheinbar vor über 20 Jahren schon als völlig unbelehrbaren Wirtschaftskriminellen bezeichnet hat. Er hat zig Millionen aus Leuten rausgescammt und in Deutschland auch schon Berufsverbot bekommen. Er war unter anderem im Finanz- und Immobiliengeschäft tätig, hat sich
sich von Kredit- oder Immobilieninteressenten Geld zahlen lassen, die Verträge danach platzen lassen, das Geld aber behalten bzw. in Luxus gesteckt, Autos und Reisen. Seit einigen Jahren hat er sich in Dubai niedergelassen und macht von da seine Geschäfte, zum Beispiel mit der Firma namens Infinity Group, wo Ferhat übrigens als Sekretär angestellt ist. Alter, jetzt wird's deep. Alter, jetzt wird's aber richtig. Jetzt geht das jetzt hier in so eine organisierte Kriminalitätsgeschichte rein, oder was wird das jetzt? Wenn wir uns auf der Infinity Group Webseite umschauen, sehen wir, dass die Firma verschiedene Dienstleistungen anbietet. Sie helfen vor allem bei der Planung und Finanzierung von Unternehmen und Projekten. Und da ich irgendwann mal auch so ein krasser Entrepreneur wie ApoRed werden will und auch 6 weitere ernste Unternehmen führen will, dachte ich mir, wo geht das besser als bei ApoReds neuen Freunden in Dubai. Mein Interesse wurde direkt geweckt. Ich war beeindruckt, was für tolle Projekte schon von der Infinity Group realisiert wurden. Erneuerbare Energien in Südafrika. Stellt sich raus, dass es ein Stockfoto aus Dänemark ist. Das Luxushotel in Nigeria ist in Wahrheit ein bekanntes Resort in Indonesien. Der Supermarkt in Indien ist eigentlich ein Stockfoto aus Argentinien. Diese Mall in den Philippinen ist ein Stockfoto von der Shopping City Süd in Österreich. Man kann sogar hinten Douglas sehen. Douglas gibt's nicht mal in den Philippinen. Hier wurde noch ein 5-Sterne-Hotel in Indien gebaut. Komisch, das ist auch nur ein Stockfoto. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und den Fotografen kontaktiert, um zu fragen, wo er denn das Bild geschossen hat. Und der meinte, in Polen. Und da bin ich mal in alter Mimi-Manier auf Street View gegangen, um mir mal das mittlerweile fertige 5-Sterne-Hotel anzuschauen. Seid ihr bereit? Ja. Das ist ein schönes Haus. Ne? Ein schönes Mietshaus ist das. 5-Sterne-Hotel, it is not. In Polen, Alter. Ja genau, so stelle ich mir ein 5-Sterne-Hotel in Indien vor. Hey, lass mich in Ruhe auf die Straße scheißen. Und selbst die Inder schätzen die Arbeit von polnischen Gastarbeitern. Oh, ich weiß nicht weg. Alter Keks. Ja, aber. Ja. Ist ja klar, dass solche Leute zusammenfinden, oder? Chronisch Leute bescheißen. Aber die bescheißen sich dann sicher irgendwann gegenseitig. Klasse! Oder wie findet ihr eigentlich die elektrischen Motorboote aus Vietnam? Das Foto gibt's seit 2006 auf iStock, da gab's die Infinity Group überhaupt noch gar nicht. Scheinbar haben die sogar erfolgreich in Zeitreisen investiert. Das Agricultural Project in... Oh mein Gott, ey. Alter, es ist... Erinnert euch das auch an das Foto aus Madeira? Nur die haben nicht mal sich die Mühe gemacht, sich da irgendwelche Wolken wegzuretuschieren. Die haben die scheiß Fotos einfach so übernommen. In Ghana ist ebenfalls ein Stockfoto aus Bulgarien. Und generell sind die ganzen anderen Projekte auch einfach nur Stockfotos. Klingt nach einem sehr seriösen Unternehmen, welches allerlei Projekte unterstützt. Ja, würde investieren, auf jeden Fall. Alles. Ja, ich muss gleich ApoRed kontaktieren, dann ich will da all mein Geld reinstecken. Den vertraue ich gerne mein Hab und Gut an. Besonders geil finde ich ja, dass die eine Expertise in Marketing, Research und Analyse haben. Und dann sind die so smart, dass sie mit ApoRed connecten. Die wollen ja quasi komplett freiwillig Bekanntschaft mit einer Festplatte machen. Also so schlau war bis jetzt nur Lukas, der noch einen Ehrenplatz im nächsten Entschuldigungsvideo bekommt. Deswegen abonniert gerne meinen Kanal. So könnt ihr am Ende auch vor anderen damit angeben, dass ihr Mimi schon kanntet, bevor er Fame war. Denn darum geht's im Leben. Ansonsten wünsche ich Ferhat aber natürlich viel Erfolg auf Social Media mit seinem gekauften 400.000 Follower-Account, den er zu einem Ferhat-Fan-Account umbenannt hat, aber vergessen hat, den alten Content vom eigentlichen Creator zu löschen. Ist auf jeden Fall... Alter, wie wack ist das? Die Typen haben sich im Gegensatz zu Rainer nicht einfach Follower gekauft, sondern bereits bestehenden Kanal. Geil. Ein sympathischer Start, wenn man einen Fan-Account von sich selber führt, um sich selber aus der Fan-Perspektive vor 400.000 Followern zu promoten, die gar keine Fans sind. Der Bro ist einfach arabische Lurky Girl. Aber kommen wir mal zurück zu ApoRed. Viele fragen sich natürlich... Wenn wer das von euch nicht mitgekriegt hat, diese Lurky Girl Geschichte, das war wohl irgendwie, keine Ahnung, ein Twitter-Account, glaube, Twitter, irgendein Social-Media-Account von Unge, in dem er praktisch wenn er kritisiert wurde, irgendwas, was er da gepostet hat, kritisiert wurde, indem er praktisch
sich selbst verteidigt hat als angebliches Fangirl von ihm, keine Ahnung. Weil er gedacht hat, das ist weniger cringe, als wenn er einfach selber Stellung dazu nimmt zu der Kritik. Oder mal drauf eingeht oder so. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Ich begreife sowieso nicht, dass diese ganze YouTube-Bubble, ne, diese Leute, die jetzt ein bisschen bekannter geworden sind, so ein Unge oder sowas, ne, die da das High-End-Game spielen im YouTube-Business, dass die auch immer so abgehoben werden müssen. Und dann kommt immer wieder irgendwas raus. Dieses Jahr war ja schon das Jahr der Exposings. Dann kommen dann wieder irgendwelche Leute, die jahrelang mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger durchs Internet gewongelt sind und kommen um die Ecke und werden auf einmal exposed aus der Hölle mit Bienen im Mund. Und dann kommt raus, oh mein Gott, das war ja gar nicht ein perfekter Mensch ohne Fehler. Das war ja ein Arschloch, der uns das alles nur vorgespielt hat. Oh nein, wer hätte nun damit rechnen können? Ganz ehrlich, so viele Messias-Figuren, wie die deutsche YouTube- und Influencer-Landschaft in den letzten 15 Jahren hervorgebracht hat, kann es nicht geben. Ne? So gute Menschen, gerade in der Anzahl, gibt es nicht. Natürlich war das fake und natürlich war es abzusehen, dass irgendwann die Fassade bröckelt. Weil wenn du so krass in der Öffentlichkeit stehst, kannst du dieses Bild nicht ewig aufrechterhalten. Und dann, boah, krass hier, Unge hat Blabli von Madeira runtergemobbt. Wow, ich hätte gedacht, Unge ist einfach dieser Musterschwiegersohn, dieser ganz coole Dude, der einfach nur super based ist und nett und freundlich zu allen und niemandem was Böses will. Bullshit. Natürlich, wie er denn trotzdem so einen Lifestyle in Dubai führen kann. Das ist ganz einfach. Das Büro ist nicht seins, das Auto ist nicht seins. Das Teil wird eh schon unter den Shisha-Moslems rumgereicht, damit jeder von denen mal 5 Minuten ein Erfolgserlebnis simulieren kann. Das Geld ist nicht seins und aus welcher Art von Geschäften das Geld überhaupt stammt, ist für mich mindestens mal fragwürdig. Räusper. ApoReds krasse Balkonaussicht ist komischerweise die Aussicht aus Ferhats Wohnung. Das ist auch die Aussicht bei dem Multimillionär-Musikvideo, wo er die Gardinen bedient, als wären es Frauenbeine, die nicht von Fahima sind. Auf dem Dach des Hauses wurden dann noch die Pool-Szenen für das Musikvideo gedreht, wo er sich dann noch für eine Instagram-Story besonders geil fühlt mit seinem Pseudo-Luxusleben im Glauben. Alter, wie erbärmlich muss man sein. Alter, wenn man auch dieses Gehabe, Alter. Alter, schaut's mich an, ich bin der Allergeilste. So, ich bin der größte Hengst auf der Koppel. Was für ein Lappen. Und dass keiner merkt, dass er durch Ferhat mal kostenlos im Pool planschen durfte. Oder sein super exklusiver Kaffee, den er natürlich auch mit seinem Sugar Daddy getrunken hat. Das war scheinbar für ApoRed so etwas Besonderes, dass das Koffein schon beim bloßen Ansehen des Kaffees reingekickt hat. An Ferhats Seite darf ApoRed auch mal ans Steuer und sich freuen wie ein 12-Jähriger, dessen Traum erfüllt wurde. Nur nicht beim Rolls-Royce, da hat's nur für ein Foto vom Beifahrersitz gereicht. ApoRed sagt, die Wohnung kostet monatlich ca. 3.700 € im J1. Der ganze Hase ist gemietet und kostet mit allen Kosten rechts, links, overall 15.000 Dirham. Das entspricht so 3.750 €. Das mag zwar sein, dass es der Monatspreis ist, aber wer sagt eigentlich, dass er überhaupt einen Monat drin war? Wenn man zum Zeitpunkt des Videos auf Airbnb gegangen ist und diese Wohnung gefunden hat, konnte man sehen, dass die Wohnung wenige Tage später wieder frei war. Und ein paar Tage später hat er auch aus einer neuen Location gepostet. Man hat immer wieder diesen Pool gesehen, der hat den ungelogen so dermaßen oft gepostet, Das ist ein schöner Pool. dass ich irgendwann aufgehört habe, den Scheiß überhaupt zu... Allerdings finde ich die Sicht hier über die Stadt halt scheiße. Ich hätte, also, ne? Wenn das jetzt hier irgendwie Sicht übers Meer wäre natürlich geil, so. Aber natürlich gehört es nicht ihm und er wird so tun, als würde es ihm gehören. Oder zumindest hätte er sich das jetzt gemietet oder so. Er ist der allergeilste Hengst. Er hat 2 Wohnungen in Dubai oder so. Keine Ahnung, irgendeinen Scheiß wird er erzählen. zu speichern, weil es immer das gleiche war. Stellt sich heraus, dass ApoRed scheinbar wieder bei anderen Leuten gepennt hat. Denn exakt den gleichen Pool gibt es zeitgleich bei Daniel zu sehen. Der hat dort auch seinen Geburtstag gefeiert und ein paar Tage später hat dort auch Oksana ihren Geburtstag gefeiert. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Daniel und diese Roxana sind. Oksana, ne? Keine Ahnung. Die hat ebenfalls ständig Stories von dem Pool gepostet. Hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Social Media Flitschall, die sind doch super austauschbar, oder? Ich wüsste jetzt nicht, ob das eine von den Tussis ist, die, keine Ahnung, auf irgendwie Pranks schon mal reingefallen sind oder irgendwie, keine Ahnung,
Die können auch aus dem Hydro-Hype-Ding sein, aber die sind doch alle gleich und dann stehen die doch alle da und machen ihren von oben runter gefilmten Ding und die Profilbilder sind alles dieselbe Scheiße, 2000 Filter drüber gelegt und immer dieses Posen, ne? Dieses Flexen mit irgendeiner Scheiße. Ich schaut's nämlich an, ey, living the life hier in Dubai, Alter, im Übrigen kauft meinen Scheiß. Hier nochmal und hier nochmal. Ach, und Selina hat auch ständig diesen Pool gepostet. Hier zeigt uns ApoRed sein schickes Badezimmer. Das ist zufällig auch das Badezimmer von Oksana, wie man anhand der Lampe und der kreisförmigen Architektur im Hintergrund erkennen kann. An dieser Stelle vielleicht kurz ein paar Worte an Oksana, weil sie ApoRed in den Kommentaren verteidigt hat. Jemand schreibt, dass ApoRed in Deutschland Schulden hat und sobald er wieder nach Deutschland kommt, damit wieder konfrontiert wird. Daraufhin behauptet Oksana, er ist oft in Deutschland und nichts passiert. Komisch. Nicht alles steht im Internet, also könnt ihr nicht das Wissen haben. Wir wissen nur 2% von seinem Leben oder so, keine Ahnung, ey, es sind so viele Parallelen. Aber okay, es scheint es wohl zu sein, diese Leute, die Mimi da aufgezählt hat, das sind irgendwie die Bros irgendwie von dem. Also es ist halt irgendwie so die Gang, oder? Wahrscheinlich auch einfach so eine Bande arbeitsscheues Influencer-Gesindel, die hier einen auf dicken Max machen und irgendwelchen Teenies einen vollkommen überteuerten Billig-Make-up-Scheiß oder sowas verkaufen, oder? Ich weiß echt nicht, wie du darauf kommst, dass er oft in Deutschland ist. Entweder hast du dir das ausgedacht oder er hat dich angelogen. ApoRed war seit 1,5 Jahren nicht mehr in Deutschland und mit diesem Video hier ist sogar sein Haftbefehl öffentlich. Es gibt kaum eine Person, bei der es so viele Dokumente und Beweise ins Internet geschafft haben. Aber nicht alles steht im Internet, also könnt ihr nicht das Wissen haben. Jetzt Maul. Oder den... Das ist auch wieder Winkler-esque. Beweis mir das Gegenteil. Ich habe eine Freundin. Die Hater denken immer, sie sind so schlau, aber die wissen gar nicht alles über mich. Kommentar hier fand ich auch mega. Einer fragt zynisch, kannst du Tipps geben, wie man an Geld von insolventen Schuldnern kommt? Die smart... Ja, das fragen sich, glaube ich, bei dem ApoRed-Thema schon wirklich einen Haufen Leute. Oksana antwortet, einfach eigenes Geld verdienen. Mann, du Dumpfbacke, die ganzen Leute und Firmen haben ihr eigenes Geld verdient, aber ApoRed hat ihnen dieses Geld nicht gezahlt, nachdem er deren Leistung in Anspruch genommen hat. Deswegen schuldet er ja so vielen Leuten Geld. Das ist aber geil. Einfach eigenes Geld verdienen. Oh Mann. Hey, ganz ehrlich, stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr seid abends mit eurem Kumpel irgendwie fort. Es wird länger, man geht eigentlich von der Kneipe noch irgendwo in irgendeinen teureren Schuppen und die Kohle geht euch aus. Und ihr geht zu eurem Kumpel und sagt, hey Leute, du, ich brauche keine Fuffi oder sowas, kannst du mir einen Fuffi pumpen, damit ich über den Abend komme. Du kriegst das safe zurück, so. Anfang nächsten Monats, ich bin gerade ein bisschen knapp, Anfang nächsten Monats, wenn das nächste Gehalt da ist, kriegst du einen Fuffi wieder, ist immer gut, oder? Ihr gebt ihm den Fuffi und Anfang des nächsten Monats sagt er, hey, Dude, wie schaut's aus? Ne, ich erkenne meinen Fuffi wieder. Und er sagte so, warum willst du jetzt meinen Fuffi haben? Verdien doch dein eigenes Geld. Oh Mann, ey, dann ne? Da klatscht's dann, aber kein Beifall, glaube ich, bei den meisten Leuten. Oksana, wie fändest du das eigentlich, wenn ich mir ganz viele Make-up-Produkte von dir hole und mich richtig schön auftakel? Aber statt dir das Geld zu bezahlen, sage ich einfach, verdien doch dein eigenes Geld. Aber zurück zum Thema. Das ist übrigens auch Selinas Badezimmer. Eventuell ist es auch die bei Oksana im Hintergrund ist oder vielleicht ist es auch eine zusätzliche Person. Leute, ich habe keine Ahnung, zu wie viel die zusammengepfercht in dieser Wohnung hocken. Aber es scheinen einige zu sein. Und scheinbar geht täglich jeder von denen mal raus zum Pool, um kurz eine Story für Social Media zu machen. Ein paar Tage später postet Daniel aus einer neuen Location. Alter, ist das so ein Ding? Ist das so ein Ding? Mieten die sich irgendwie, keine Ahnung, zu 8 für einen Tag so eine Butze? Und dann marodieren die da ein wie die Wikinger in England. Und dann geht jeder einzeln zum Pool raus und macht so eine krasse Instagram-Story oder TikTok-Video oder schießt mir ins Knie. Und wenn der fertig ist,
dann geht der nächste Kasperl raus und macht seine und jeder stellt das so hin, als hätten sie sich hier ends die geile Bude geklärt, so nur für sie alleine wegen hier Rich People Lifestyle, oder? Und wenn sie alle fertig sind, wenn der eine mit dem Pool fertig ist, so, dann geht er ins Bad und macht da dann seine nächste Story. Und dann rotieren die einmal durch. Und am Abend knallen sie sich ein bisschen Wasser rein, weil die ganze Kohle für die Bude draufgegangen ist. Und sich keiner mehr auch nur einen Tropfen Alkohol leisten kann. Und dann geht es am nächsten Tag in den nächsten Puff, der für einen Tag angemietet ist. Und dann geht die ganze Scheiße von vorne los, oder wie? Und macht eine wunderschöne Kamerafahrt auf den Balkon. Die gleiche Kamerafahrt gibt's dann am Abend bei ApoRed zu sehen. Wiederum gibt's ein paar Tage später bei Daniel diese geile Location zu sehen. Zeitgleich postet Zenita aus exakt der gleichen Location, was man anhand von allem erkennen kann. Selina darf... Vor allem, die brauchen hier den Platz in der Wohnung. Die brauchen ja den Platz. Das heißt also, dass praktisch, die gehen da zu 8 rein, oder keine Ahnung, wie viel es jetzt waren, sagen wir mal 8. Und 7 von denen warten entweder draußen oder müssen sie irgendwie einen Besenschrank oder sowas klemmen oder in ein anderes Zimmer, damit der andere im Rest der Wohnung irgendwie so eine krasse Roomtour filmen kann, hier so und die Fuffis, ne, unter die Leute bringt und verstecken und müssen ganz leise sein, damit es keiner hört. Bis der nächste dran ist. Oh Gott. Leute, ganz ehrlich, richtig arbeiten gehen ist gar nicht so schlimm, Digga. Es ist gar nicht so schlimm. In der Location natürlich auch nicht fehlen. Und dann ist ApoRed an der Reihe und darf einmal durchrennen und die Location für sein Pseudo-Luxusleben auf Instagram filmen. Aber Beeilung, Oksana will nämlich auch nochmal filmen. Die filmt dann nochmal diese geile Balkonaussicht. Das ist der Dubai Lifestyle. Dann kommt Zenita wieder und sagt: Geh beiseite, Oksana, jetzt bin ich wieder dran. Schaut mich an, ich gehöre zur High Society mitten in der Wüste. Meine Fans sind noch fetter und verschwitzter als die von Annie the Duck. Das ist der nächste Punkt, das war auch hier dieser Riesenskandal. Annie the Duck. Ganz ehrlich, ich habe die vorher noch nie, ich habe von der Frau noch nie was gehört, ich habe von der Frau noch nie was gesehen. Auf einmal war das ganze Internet voll geschissen mit der Alten. Und da ist er auch so, keine Ahnung, ne? Immer so auf unschuldiges kleines Mädchen machen und und alles dieses und jenes und was nicht alles fürchterlich ist, auf andere Leute mit dem Finger zeigen und dann kommt hintenrum raus, ja, das ist halt einfach die krasseste Matze irgendwie war es so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Am nächsten Morgen postet Daniel dann diese Kamerafahrt. Wow, ApoRed denkt sich, cool, das will ich auch mal genauso filmen. Abends filmt Daniel dann noch das Feuerwerk. ApoRed sagt, geh beiseite, Daniel, jetzt will ich das genauso filmen wie du. Anhand der unveränderten Gegenstände auf dem Balkon sieht man, dass sie da quasi hintereinander gedreht haben. Das sind Scheiß auf dem Tisch, Alter. Wahrscheinlich standen alle immer in einer Reihe und haben dann jeweils ihren Luxus-Lifestyle für 30 Sekunden auf Instagram zelebriert. Ich will auch gar nicht wissen, zu wie viel die da wieder zusammen gewohnt haben. Die verlinken sich ja nicht gegenseitig. Entsprechend habe ich da bestimmt auch Instagram-Stories von weiteren Bewohnern verpasst. Mich würde es nicht wundern, wenn da sogar Sita Gupta mit drinne gewohnt hätte. Oida, ich hab grad die Business-Idee. Ne? Man braucht natürlich massives Kapital, aber man kauft sich irgendwie so Luxusimmobilien in Dubai und in diesen Hip-Orten, wo sie alle für ihre tollen Insta-Stories hinfliegen müssen und für den krassen Lifestyle. Und man vermietet die halt wirklich einfach nur so stundenweise an Influencer. Wo du sagst hier, keine Ahnung, die Stunde kostet so und so viel. Ne? Du lässt alles so, wie es ist. Du kannst dir irgendwo eine Wasserflasche hinstellen oder sonst irgendwas, das so aussieht, als würdest du da tatsächlich wohnen. Und du darfst dann eine Stunde lang irgendwie deine Insta-Story filmen. Von überall hier Balkon, Pool, Digga, oh, schau mal krass hier, Küche und Bad und was nicht alles, Aussicht, boah, nochmal Pool. Und nach einer Stunde oder sowas bist du raus und du zahlst halt dann, keine Ahnung. Und für die beliebten Stunden so abends oder wenn sowas ist wie so ein Feuerwerk, kostet halt extra. So, und dann hast du halt irgendeinen Kasperl da dort, der 24 Stunden einfach nur da steht und die Termine abhakt. Ach ja, ApoRed,
am Dienstag zwischen 19 und 20 Uhr darf der da seine Ding machen, hier schönen Sonnenuntergang filmen oder was weiß ich für ein Scheiß. Ja, Taui, raus. Ne? Das teuerste Stundenhotel der Welt. In der J1-Wohnung war übrigens zur gleichen Zeit wie ApoRed auch Selina und hat ein Video vom Balkon gepostet. Ich weiß natürlich nicht, ob die Handabdrücke auch von ihr stammen. Ich hab's aber geografisch geprüft. In Richtung Mekka wurde da jedenfalls nicht gebetet. Bitte. Ich schwöre bei Allah, meinem Gott, ich gehe freiwillig in die Hölle. Okay? Kein Problem. Feuer wird es mit Feuer bekämpft. Übrigens, in der Türkei hat sich ApoRed auch schon Wohnungen mit anderen geteilt. Ansonsten sind wir jetzt wieder in einer neuen Airbnb. Hier ist übrigens mein Zimmer. Ich kann euch die Airbnb mal... Hier ist noch ein Zimmer. Das ist das Zimmer von Reddit Now. Ach, und mein Punkt ist, by the way, nicht, dass er sich mit anderen was teilen muss, sondern die Tatsache, dass er es nicht zugeben kann, weil er reich aussehen will. Aber jetzt kommt der Knüller. Der Multitrilliardär ApoRed hat seinen Anteil damals scheinbar nicht mal bezahlt und bis heute auch nicht seine Schulden bei Champ beglichen. Ja, Surprise. Jetzt kommen wir zu ApoRed und meine Herausforderung an dich. ApoRed, der allerechte Multimillionär, habe ich kennengelernt. Ich war mit ihm gemeinsam in Istanbul, habe eine Airbnb gebucht. Diese Airbnb habe ich bezahlt. Er meinte, er wird mir das Geld geben, weil er gerade nicht über Internet bezahlen kann. Ja, du bist aber auch, also bis dahin hätte das eigentlich schon checken müssen, dass der Typ nicht wirklich, sagen wir mal, der zuverlässigste Schuldner ist, oder? Ja, Alter, ich kann das gerade nicht machen, weil ich weiß nicht, wächst hier mit Millionen Lifestyle, dicken Mercedes und was nicht alles, was er nicht hat. Aber hier die paar Kröten für dieses Airbnb, das kann er nicht bezahlen, so. Kann dies, das, bla bla bla. Warum auch immer, weil wenn man ja so ein Multimillionär ist, sollte das ja eigentlich gar kein Problem sein, aber es war ein Ja, das hättest du damals denken müssen, Kollege. Problem für ihn und er konnte mir das Geld bis heute nicht bezahlen. Es geht nur um ein paar hundert Euro, Leute, und ich bin auch, und mir ist das Geld auch egal, also ganz im Ernst, so Gott sei Dank, mir geht's gut, Alhamdulillah, aber es ist einfach eine Prinzipsache, ob 200 Euro, 2 Euro oder 2000 oder 2 Millionen. Am Ende des Tages schuldest du mir Geld. Du bist sogar bereit dazu, mit diesem Geld, was du mir schuldest, einfach zu sterben. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute du verarscht hast in deinem Werdegang, wie viele Leute du irgendwas vorgespielt hast, weil ich habe in dieser Woche gesehen, was für einen Charakter du hast und wirklich zu den Top 3 schlimmsten Influencern, die ich je kennengelernt habe, gehört auf jeden Fall auch ApoRed in die Top 3 direkt rein. Naja, wie dem... Ich wüsste gern, wer die anderen beiden sind. Keine Ahnung, hast du mal Rainer kennengelernt? Auch sei. Meine Herausforderung jetzt an dich, Red. Wenn du ein Mann bist und ein paar Eier in der Hose hast, komm und tritt gegen mich an im Ring am 25.08. in Hamburg, in deiner Stadt. Ja, das wird schwierig werden, wenn er da gleich verknackt wird, wenn er einen Fuß auf deutschen Boden setzt, aber was ist es wieder? Es sind immer diese Influencer haben Beef, dann wird sofort irgendwie so, ey, lass Boxfight machen, wir treffen uns zum Boxfight, Alter, wir klären das wie Boxfight hier, so wie Männer, Alter. Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Keine Ahnung. Meld dich bei seinem Insolvenzberater oder Betreuer oder, ne? Verwalter. Insolvenzverwalter. Meld dich bei dem. Ne? Der holt dann eine lange Liste raus. Dann schreibt er hier komischer Dulli, Airbnb, 300 Euro. Ist dazu gerechnet. Ich meine, am Ende des Tages, du bist doch 1,90 groß und wiegst 100 Kilo. Du wiegst 30 Kilo mehr als ich. Ich bin 70 Kilo Mann, 1,81 groß. Also sollte das doch kein Problem für dich sein. Und auch beim Thema Frauen gab es scheinbar Diskrepanzen. Als ich ihm meine ehrliche Meinung ins Gesicht über ihn gesagt habe, konnte er die Wahrheit nicht verkraften, weil er mit Menschen und Frauen unglaublich schlecht umgeht und Frauen verarscht. Hauptsache... damit geht mit Frauen schlecht um und kommt mit Kritik nicht klar. Wo habe ich das schon mal gehört? Mit der an sein Ziel kommt und er hat nichts anderes im Kopf, außer jeden Tag nur Frauen, Frauen, Frauen. Ich sag zu ihm guten Morgen und er zeigt mir schon direkt irgendwelche Weiber, ey Bro, schreib die an. Und ich meinte zu ihm, Bro, das ist nicht meine Art, ich habe keine Zeit und Kraft für sowas, ich muss arbeiten und so. Ja, vor allem, warum muss hier sein Gumpel dann die Tussen da anschreiben? Er ist doch hier der große Internet-Zamper, er kann doch er denn die Tussen anschreiben, oder hat er seine Handyrechnung nicht bezahlt? Ersten Abend dachte ich mir, okay, können wir weggehen. Zweiter Abend, dritter Abend, jeden Tag. Auf einmal merke ich, der Typ ist jeden Tag derselbe. Und wenn er wenigstens ehrlich zu diesen Frauen wäre, dann hätte ich kein Problem damit. Aber wenn man gleichzeitig noch Frauen verarscht,
dahinter kann ich nicht stehen und werde ich niemals stehen. Und dementsprechend habe ich ihm meine ehrliche Meinung ins Gesicht gesagt. Vielleicht als Hintergrundinfo, Yunus Amiri hatte bei einem anstehenden Boxkampf gegen Cem gekniffen und Cem hat sich ApoRed als neuen Gegner gewünscht. Am Ende des Tages haben diese Menschen mir sehr viel Zeit, Kraft, Energie und Nerven geraubt und mein Geld am Ende des Tages auch geraubt. Und ich weiß, dass du das Geld nötig hast, Red. Also kämpf gegen mich am 25.08. in Hamburg. Ich meine, du kriegst eine ordentliche 5-stellige Summe und das würde dir auch gut tun. Und damit werden deine Schulden auch bei mir beglichen, allein wenn du diesen Kampf machst. Ja, aber die 5-stellige Summe, die hilft ihm überhaupt nichts, weil die halt sofort eingesackt wird und ne, zur Tilgung seiner Schulden, weil er ja insolvent ist. Also hat er davon nichts. Und wenn er in Hamburg ne, aus dem Flugzeug steigt, wird er eingeknastet. So. Also kein guter Deal für ihn. Das kann ich schon verstehen, warum er den Boxkampf nicht macht. Ich möchte auch kein Geld mehr von dir. Ich möchte einfach nur, dass du gegen mich kämpfst. In diesem Sinne, das war meine Herausforderung an dich. ApoRed hat daraufhin nur gesagt, dass er keinen Kampf unter 150.000 Euro macht. Er weiß, dass eh keiner so viel Geld für einen irrelevanten Mietnomaden ausgibt. So kann er den Boxkampf ablehnen, ohne zuzugeben, dass er sowieso gar nicht antreten kann, weil er erstmal vorher in den deutschen Knast müsste. Aber zurück nach Dubai, was ist da eigentlich noch passiert? ApoRed ist plötzlich einen Range Rover gefahren, obwohl er doch kurz davor den Brabus gekauft hat. Und jetzt achtet auf die Uhrzeit, keine 20 Minuten später ist Selina am Steuer und mit ihrer Instagram-Story dran. Den Range Rover hat man danach übrigens auch nicht mehr gesehen. Hier steckt einer geil und dann danach mieten sie sich alle ein Auto. Oder wahrscheinlich mieten sie es nicht mal. Wahrscheinlich machen sie auf dicke Hose und sagen, sie wollen es kaufen, Probefahrt und um die Ecke rum stehen die ganzen anderen Kasperl. Und dann steigen die ein und dann darf jeder einmal an Steuer. Für eine Viertelstunde, danach stellen sie den Händler wieder hin und sagen, ja, der Wagen genügt meinen Luxusansprüchen nicht. ApoRed noch auf der Fahrerseite eines Mercedes AMG ein. Gefahren ist er aber komischerweise nicht. Bei Daniel hat man dann gesehen, dass es der Wagen oder Mietwagen von Bartmann war, der zumindest auch wirklich damit rumgefahren ist. Aber versteht mich nicht falsch, ApoRed ist auch darin rumgefahren, nur halt wieder als Beifahrer. Ja, ist ja schade. Zusätzlich begibt sich unser Multitrilliardär gerne in Autohäuser, um dann Instagram-Stories darüber zu machen, dass er sich nicht entscheiden kann, welches Auto er als nächstes holt. Und man kann sogar voten. Das Ding ist, er labert schon seit ewig darüber, was er sich demnächst holen wird. Dieses Jahr oder nächstes Jahr plane ich gerade einen G-Brabus, ja, eventuell. Also da bin ich gerade noch überlegen, ob es der S Cabrio wird, mit einem geilen Umbau, kann man überlegen, ob Mansory oder sonst was. Und sonst, also bin ich gerade am überlegen, Freunde, kommt dann. Ja, und in den Keller lässt er sich ja japanisches Bad bauen, ne? Werde ich dann wahrscheinlich dann bald sehen, so, ne? Mal gucken. Auf jeden Fall ein Baba Benzer ist auf jeden Fall dieses Jahr geplant. Man kauft sich ja bald ein Auto, was es sein wird, bla bla. Ne? Vielleicht noch umgebaut, guck mal. Aber erstmal vorübergehend, bis man jetzt das alles geplant hat, ein 7-Sitzer. Auch entspannt. Ein 7-Sitzer-Auto, weil wir sind mit der großen Bahn unterwegs und Fahrer. Ne? Jetzt ja, natürlich ein 7-Sitzer. Ja, damit die ganzen anderen Idioten hinten auch mit reinpassen, ja, damit sie nicht immer nur im Kreis fahren müssen ne, für ihre Instagram-Story. Packt man die ganze Mischpoke hinten rein und dann wird alle 5 Minuten Fahrerwechsel gemacht und dann kurz Handy angeschmissen. Hey, guck mal an, ich fahre durch Dubai in krassem Auto. Nächstes vielleicht auch Mate einstellen plus Fahrer. Leider konnte er sich nie ein Brabus, sondern immer nur einen runterholen. Und wenn er ein stinknormales Auto... Ja, ich hol mir dies oder das. Das ist auch so eine Winkler-eske Aussage. Ja? Das hat er damals mit dem Ranger auch gesagt. Ja? Ich hol mir den. Ja? Auto fährt wie hier damals in Deutschland, verkaufte er es als Undercover-Mobil. Wir sind auch unterwegs im Undercover-Mobil, weil man hat ja immer neben dem Main-Mobil, dem Rangy, auch immer ein Undercover-Mobil, weil ihr wisst ja, ich bin ja mittlerweile, ich habe mich auf dem ganzen Universum, also selbst wenn ich jetzt andere Planeten besuche, kämpfe ich auch mittlerweile auch schon dort. Und deswegen braucht man auch immer so einen Undercover-Wagen. Gibt sogar auch bald einen Undercover-Wagen-Upgrade, aber wie gesagt, darf ich nicht spoilern, darf ich nicht zeigen, weil es ist halt ein Undercover-Wagen. Und genauso wie mit den Autos handhabt er das wahrscheinlich ein blauer Ford Ranger, oder? Mit den Immobilien. Er flext mit Sachen, die ihm nicht gehören oder verkauft ganz normale Dinge als was super Edles. So filmt er seine günstige Türkei-Airbnb aus einem bestimmten Kamerawinkel und haut Farbfilter drauf, damit das nach irgendwas aussieht. Auf Leon Maschers Kanal sieht man dann exakt diese Wohnung, wie man anhand des Lüfters, Fliesenwand und Ofen erkennen kann. Das ist halt eine ganz normale Wohnung, die ApoRed so in dieser Form niemals gezeigt hätte und genauso wenig zeigt er die Leute, mit denen er immer teilen muss oder von denen er kurz was für eine Instagram-Story ausleiht. Wenn er sich beim Essen gehen filmt, sieht das vielleicht für den einen oder anderen dekadent aus. Auf einem anderen Profil sieht man dann beispielsweise, dass Leon bezahlt hat. Ich danke dir, Leon, für die Einladung. Auf seinem eigenen Profil zeigt ApoRed das natürlich nicht. Und er sagt auch nicht, dass seine angeblich gekaufte Wohnung einfach nur ein Product Placement für Ferhat war. So, Freunde, ich hatte genug Bedenkzeit und ich habe mich für eine Wohnung entschieden. Für welche? Das seht ihr denn auf Ferhats TikTok-Account. Der erste Link in der Beschreibung. Auf TikTok wurde dann ein vermeintlicher Kaufvertrag für eine 5 Millionen Euro Wohnung im Atlantis The Royal unterschrieben. Der
Ja. Genau. So Kaufvertrag für eine. So schaut es aus, wenn ich eine Wohnung kaufe, oder? Der Besitzer und ich treffen uns und im Esszimmer legen wir einen Vertrag auf den Tisch und dann unterschreibe ich den. Das passiert nicht beim Notar oder sowas, oder? 5 Millionen Euro Wohnung im Atlantis The Royal unterschrieben. Der Immobilienmakler Artyom hat dazu Folgendes gesagt. Ganz klar, dass er sie gekauft hat, ist natürlich auch gelabert. Was er da unterschreibt, ist maximal ein Mietvertrag, wahrscheinlich nicht mal das. Ein Kauf für eine Wohnung unterschreibst du beim Notar und nicht am Esstisch der Wohnung. Und um ganz sicher zu gehen, habe ich eine App, wo ich alle Transaktionen auf dem gesamten Markt nachverfolgen kann. Und in den letzten 2 Monaten wurde in dem Gebäude keine Two-Bedroom-Wohnung verkauft. Und ich hatte, by the way, unabhängig von Artyom noch zu einem anderen Immobilienmakler Kontakt, der mir das ebenfalls bestätigt hat. Besonders weird wird das Ganze jetzt aber, wenn man bedenkt, was ApoRed zu Heikel gesagt hat. Wer ist jetzt dieser Statist da im Hintergrund, Alter? Okay, Heikel offensichtlich heißt er, keine Ahnung. Ja? Ausschauen tut er nicht wie der Schlauste, aber der hockt da im Hintergrund und hört ihm beim Scheiße-Sabbeln zu, oder wie verstehe ich das? Und denkt sich die ganze Zeit, ah ja, halt dein Maul einfach. Jeder von uns weiß, dass du keinen Knopf Geld in der Hosentasche hast und dass du mit Kohle ungefähr so gut umgehen kannst wie der Wongler. Und laber mir nicht zu mit deinem Scheiß. Ich will das nicht ins Detail gehen, würde ich vielleicht immer noch machen. Immobilien. Jetzt ist gut. Hat er gesehen, wie er ihn anstupsen wollte? Er sagt, jo, jetzt ist gut. Ja, du hast jetzt genug schwadroniert. So, es glaubt dir eh keine Sau. Jetzt halt einfach bitte dein scheiß Maul. Also jetzt Immobilienbusiness nicht. Ich habe meine Immobilien. Ich habe meine Villa in Hamburg. Ich habe meine Immobilien in der Türkei. In Dubai habe ich noch keine Immobilie. Ja, wenn du eine Villa in Hamburg hast, warum wohnt deine Frau mit den Kindern dann irgendwie in der Sozialwohnung? Kannst du mir das mal erzählen? Im Video reden die übrigens auch über die Multimillionär-Song-Veröffentlichung. Zu seinem Song Multimillionär? Ja. Der ist ja wirklich abgegangen, ne? Das ist ja durch die Decke. Das heißt, wenn das Video mit... Wow, ey, das war so überhaupt nicht gespielt. Ey, Alter, dein Song Multimillionär, der ist ja richtig abgegangen. Voll durch die Decke. Alter Schwede. Heikel nach dem Song gedreht und veröffentlicht wurde und der Song nach dem Kaufvertrag kam, dann hat hier ApoRed wieder mal einen Any% Speedrun hingelegt, in sich selber widersprechen. Hart auf hart hast du dich selber ein bisschen hops genommen. Plus in meinem letzten Video habe ich schon ein anderes Placement von ApoRed gezeigt. Ach so, ja, weil er beim einen irgendwie so tut, als hätte er sich eine Putze gekauft für 5 Mille in Dubai. Und ein paar Monate später sagt er dann, wie viel waren es? 1,5 Monate später sagt er dann, ja, ich hab ja gar keine Putze in Dubai. Wo ebenfalls behauptet wurde, dass er sich diese Wohnung in Dubai gekauft hat. Schaut mal, wen ich heute auch noch mit dabei habe. Ach, William Red, schaust dein Schlafzimmer an. Was sagst du zu deiner neuen Wohnung? Sieht top aus, wirklich, sieht schön aus. Ja, jetzt hat er es selber gecheckt. So, dass er wenn er jetzt das Bett irgendwie durcheinander bringt, dann muss er es selber machen oder so, weil das irgendeine Vorführwohnung ist oder keine Ahnung, wo er mal reinschauen kann, um hier eine dicke Hose zu machen. Aber wenn das wirklich sein Bett gewesen wäre und er stellt jetzt hier gerade seine neue Wohnung vor, dann hätte er nicht irgendwie vor dem ins Bett springen nochmal abgebremst. Ja, dann hätte er sich gedacht, boah, jetzt hier ist geile Show, so ins Bett springen. Wir ziehen wieder die Parallele reiner im Frankfurter Mo One oder wo das war. Ja? Dieses aus dem Bett, coole Kiste. Und dann ist ihm während der Bewegung gekommen, ey, scheiße, alles, was ich hier durcheinander bringen muss, danach selber wieder aufräumen, bevor wir uns verpissen, so mache ich nicht. Ne? Vor kurzem hatte er noch ein Video online, was er nach ein paar Tagen wieder runtergenommen hat. Vermutlich, weil es trotz Clickbait-Titel und Titel ändern verhältnismäßig schlecht performt hat. In dem Video sagt er wortwörtlich, dass er so viel umzieht, weil er sich nicht spontan für einen Wohnungskauf mit einem Makler entscheiden kann. Ich habe jetzt einfach 5 Umzüge gefühlt jetzt in den letzten 6 Monaten in Dubai. Ich bin ja die ganze Zeit hier und das hat einen guten Grund. Ja, man sieht ja auch bei Instagram-Stories. Einmal bin ich in einem brutalen, keine Ahnung, City-Wohnung mit Panorama-Roof und hier und da. Auf einmal bin ich in einem brutalen Penthouse mit Private Pool auf der Terrasse und da bin ich auf einmal in einem geilen Apartment mit Meerblick, sein Vater und hier und da. Was hat das alles auf sich? Ja, wir haben es gerade vorhin mitgekriegt. So, du teilst dir die Kosten dafür mit ein paar anderen Internetversagern und ihr macht hier die große Schaut, wie reich ich bin, Show. Das hat einen einfachen Grund, und zwar, ich will da gucken, wo ich mich längerfristig ansiedel. Ne?
Und um das Ganze, um da eine gute Entscheidung zu treffen, muss ich einmal austesten, welche Gegend, welches Gebäude, alles drum und dran. So, alles muss man so ein bisschen austesten. Ich kann mich niemals jetzt einfach so spontan auf etwas entscheiden. Ich kann mich nicht mit so einem Makler treffen, mir ein paar Sachen anschauen. Ich muss selber Minimum ein paar Wochen in so einem Tower, in einer guten Lage oder was auch immer, oder vielleicht nur in einer mittelguten Lage, aber dafür einen krassen Penthouse und so, ne? Da muss ich einmal selber leben und checken, okay, wie ist es da? Dabei hat er den spontanen Kauf mit einem Makler schon mehrfach vorgespielt. Wie kann man bitte sein ganzes Leben so viel lügen und darin nicht mal gut sein? Das ist die Frage, die ich mir oft stelle, wenn es um Reini geht. Geht das überhaupt? Der farmt doch ganze Zeit XP in dem Bereich. Ach, und das... Alter, es ist das Winkelspiel, ganz ehrlich. Ich frage mich, warum der Typ noch nicht so ein massives Game gekriegt hat. Dass er angeblich eine Villa in Hamburg hat, ergibt ja mal überhaupt gar keinen Sinn, wenn er da bis zuletzt in einer Sozialwohnung gewohnt hat. Und auch, dass er Immobilien in Istanbul hat, ergibt keinen Sinn, wenn er offensichtlich in Airbnbs geschlafen hat. Die einzige Möglichkeit, die da Sinn ergibt, ist, dass er zum Beispiel Wohnungen mietet, weil er seine eigenen Immobilien lieber vermietet, als drinnen zu wohnen. Das wiederum verneint ApoRed hier aber damit, dass er sagt, dass er nicht im Immobilienbusiness drin ist. Immobilien, noch nicht. Also jetzt Immobilienbusiness nicht. Und by the way, neben dem übelsten Hintergrundrauschen von dem Video kann man noch eine sehr interessante Melodie hören. Wir befinden uns gerade in meinem Penthouse in Louis. Richtig, genau. Wo Heike bei mir auch wie immer residieren darf. Und wie immer wie ein König behandelt wird. Das stimmt. Er hat ja ein vollwertiges Gym, er hat einen Private Pool auf der Terrasse. Alter, das ist doch, keine Ahnung, ich kenne diesen Heike nicht, aber er hat hier laut dem Ding hier 192.000 Abonnenten. Wow, keine Ahnung. Hier, ApoRed wird wahrscheinlich mehr Abonnenten haben und die denken sich, keine Ahnung, ich komme jetzt da vorbei, wir legen da zusammen, du hast mehr Reichweite als ich und dafür, dass ich praktisch ein bisschen deine Reichweite mitfarmen kann, hocke ich mich da mit dir aufs Bett, warum auch immer sich die zwei aufs Bett hocken, als wären sie gerade zusammen aufgestanden, keine Ahnung, und hör dir eine halbe Stunde lang eine Dreiviertelstunde, 42 Minuten, 23 Sekunden beim Scheiße labern zu und segne alles ab, alles Ja und Amen und mach, ja, nee, es stimmt schon alles, was der Apo hier sagt, und halt schön beim Maul dafür, dass ich weiß, dass das alles Fake ist, was du da machst. Ja, also immer wenn du kommst, Ruby, ich kläre immer die geilsten Wohnungen, ne? Ja, ich dachte schon, du wirst jetzt sagen, die geilsten, was anderes, aber ja. Alles, was du willst? Alles, was ich will. Nee, also ich muss wirklich sagen... Nur kosten darf's nix, Digga. Kosten darf's halt nix. Dein Penthouse gefällt mir. Man muss sagen, wenn das die ganzen Goofies auch sehen werden, oder man kann sagen, du bist der einzige YouTuber oder Rapper, der seine Musikvideos bei sich zu Hause dreht. Weil alle anderen müssen sich ja sonst noch was mieten. Stimmt. Alter, nimm deine Zunge aus seinem Arsch, bitte. Ja. Digga, das ist eigentlich so... Wollt ihr wissen, woher die Melodie kommt? So, jetzt auf die Melodie habe ich gar nicht geachtet. Stimmt, ne? Ja. Digga, das ist eigentlich so... Wollt ihr wissen, woher die Melodie kommt? Ja, die leben echt wie Könige in... Keine Ahnung, ich habe... Meine hört sich nicht ganz so, aber die macht auch so eine Melodie am Schluss. Meine Waschmaschine, wenn die... Ich habe irgendwie so eine LG-Waschmaschine. Die ist auch schon 8 Jahre alt oder so. Und die macht auch so eine weirde Melodie, wenn die fertig ist, Digga. Ist natürlich klar, ist hier Luxus-Penthouse so, aber waschen wird er selber. Luxus-Penthouse-Residenzen, die haben sogar eine Samsung-Waschmaschine zur Verfügung. Und da sind wir beim Thema Klamotten. Ja, er hätte auch sich einen Kumpel suchen können, keine Ahnung, der Typ, der ihm seine Rolexes liefert jeden Tag. Und denen sagen hier, für einen Fuffi gehst du, nimmst jetzt meine Wäsche mit und wäschst die bei dir zu Hause. Das wäre eine Alternative gewesen. ApoRed flext irgendwie immer mit denselben Designer-Sachen. Und das seit Jahren. 2022. Man kann ja diese Legit-Check machen, einfach mit Weitwinkel. 2023. Oh, jetzt gibt es ein paar Sidebacks, Digga. Hier, die ist auch mega nice. 2024. Seit wann ist das eigentlich dass Männer so kleine Handtäschchen tragen? So kleine Designer-Handtäschchen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich komme aus der Metal- und Gothic-Szene. Ich habe auch noch so ein Ding da hängen, diese Standardtasche, die jeder kennt. Wartet mal. An die Leute, die es nicht kennen. Warte.
Ich habe es so schnell rausgesucht beim EMP. Ja, diese Dinger hier, so ein Ding habe ich hier auch noch hängen. Da näht man sich ein paar Aufnäher drauf und macht sich ein paar Pins dran oder so, ne? Dass das ein bisschen abgefuckt aussieht. Mit so einem Ding laufe ich rum, wenn ich halt, keine Ahnung, wenn es für den Rucksack zu viel ist, was ich mitnehmen will, aber für die Hosen, für den Rucksack zu wenig, für die Hosentaschen zu viel. Ja? Aber einfach nur aus, weil es praktisch ist, Gründen. Aber wow, schau dir mein kleines Designer-Handtäschchen an. Ladi da. The hell? Guck mal, hier so eine Seitentasche von ein paar Mille, das juckt mich gar nicht. Von denen habe ich Dutzende am Start. Ich habe einen Kleiderschrank und was auch immer wie viel. Ne? Ich habe mal so ein bisschen durchkalkuliert. 600 Käse Minimum drin, denke ich mal. Also den Typen oben rechts kenne ich. Das ist dieser Ahmad, der ist auf YouTube unterwegs. Der ist auch todeslost. Der macht regelmäßig Videos, von denen also über Dinge, von denen der überhaupt keine Ahnung hat und labert einfach nur massiven Müll. Alleine Seitentaschen, guck mal, hier war nicht eine, guck mal, diese Seitentasche hier, Digga, die kostet einfach mal so 3.000 Euro, so, weißt du, meiner? Ihr müsst euch vorstellen, 20 von solchen Taschen, 20. Der hat einfach nichts anderes Wertvolles, außer die 2 Louis Vuitton-Taschen und den Louis-Gürtel, was er irgendwie bei jeder Gelegenheit zeigen will. By the way, Harald Glückler hat angerufen, der will seinen Chirurg zurück. Nee, aber jetzt mal im Ernst, was... Stimmt, sieht ein bisschen so aus. Es sieht wirklich ein bisschen so aus, aber mit dem TikTok-Filter oben drüber. Was ist überhaupt für weird-ass-Filter? Guck dich doch mal an, du scheiß Hu. Junge, was ist mit deinem Gesicht passiert, ja? Du guckst aus wie so aus Anime, ja? Und für mich guckt ApoRed so aus, wie dass er seit 1,5 Jahren aus dem Koffer lebt, ja? Deswegen macht er auch nie seine Kleiderschränke auf, weil die leer sind. Das ist auch der Grund, warum er fast jeden Tag das gleiche trägt, weil er zu wenig Platz im Koffer hat und zu viel Platz im Geldbeutel. Und deswegen muss er auch mal nasse Sachen anziehen, die im Verlauf des Videodrehs erst trocknen. Ja, moin, ApoRed ist nicht trocken, abschaut meine Freunde mit einem weiteren Video. ApoRed führt einfach nicht das Luxusleben, was er vorgibt. In einem Stream, den kein Schwanz kennt, außer meine Festplatte, sagte selber sogar, dass Dubai günstiger ist als Hamburg. Man muss nur wissen, wo man einkauft. Dubai Einkauf ist auf jeden Fall günstiger als in Hamburg, kann ich dir sagen. Generell eigentlich ist Dubai günstiger als Hamburg. Klar gibt es auch diese übelst teure Läden, aber muss man ja nicht machen. Es gibt genügend normale Optionen. In einem weiteren Livestream erklärt der Arvin und Ahmad die Sparkling-Politik. Kennt ihr die Sparkling-Politik? Guck, ich hoffe, ihr seid das Dubai, ne? Auf einmal geht das in so einem Café rein. Ihr seht so die Preise, Digga, die gehen bis to the moon, so, weißt du, meiner? Da macht ihr die Sparkling-Politik. Ihr holt euch einfach eine große Sparkling-Flasche. Warum Sparkling? Weil das kriegt man nicht so schnell runter wie Still. Und dazu einfach noch schön ein paar Limetten dazu und dann einfach eine Schnauze halten und Wasser trinken. Die Sparkling. Das ist krass, Digga. Ja, das ist so, ich muss halt immer für die Jungs, die Jungs sind immer auf Brokey-Moki unterwegs, muss ich immer so ein paar Sparflammen beibringen, so, weißt du? Ah ja, genau, diesen Lifehack hat er sich selbstverständlich nur für seine broken Freunde ausgedacht. Ja, genau. Gerade nochmal die Kurve gekriegt, so. Ja, für meine Kumpels, so. Ne? Ich mach das natürlich nicht, weil ich bin ja hier der Allerechteste und ich habe hier Barne. Dass wir beim Arschloch rausschießen. Das ist jetzt natürlich sehr glaubwürdig, nachdem er sich konstant so dermaßen blöd angestellt hat beim Reich aussehen. ApoRed ist nach wie vor so verschuldet, dass er schon seit Jahren das 2.000 Euro Ordnungsgeld an den Staat nicht zahlen kann, Ratenzahlung beantragt hat und es trotzdem nicht geschafft hat zu zahlen. Außerdem konnte er seine eigenen Gerichtskosten in Höhe von 200 Euro nicht zahlen, deshalb musste Carina das als sogenannte Zweitschuldnerin bezahlen, obwohl sie vor Gericht gewonnen hat. Hauptsache, ich habe gerade Post vom Landgericht Köln aufgemacht und muss jetzt schon wieder Geld zahlen wegen ApoRed. Es ist unfassbar. Hier steht einfach drin, der Kostenschuldner Ahmad Nadim Ahadi, also ApoRed, befindet sich in Insolvenz. Der Rechnungsbetrag war von Ahmad Nadim eingefordert, konnte jedoch nicht beigetrieben werden. Da Sie für diesen Betrag als Zweitschuldner haften, haben Sie ihn jetzt zu zahlen. Ja, geil, lieben wir doch, weil der sich nicht benehmen kann und insolvent und noch nicht mal 200 Euro zahlen kann. Es ist unfassbar. Das waren übrigens nur die Kosten für den ersten Gerichtstermin. Es gab aber mehrere. So kam für den zweiten... Es ist halt auch wirklich wild, ganz ehrlich, an welchem Punkt sind denn diese Leute irgendwann mal bereit, sich mit der Realität auseinanderzusetzen und zu sagen, yo, Name of the Game war Fake it till you make it, but I never made it. Und jetzt mache ich mich mal einmal gerade für die ganze Scheiße, die ich gebaut habe in den letzten Jahren. Alter, Digga, wenn du 200 Euro Gerichtskosten nicht latzen kannst, aber auf der anderen Seite irgendeinen auf, jo, ich fahre dicke Autos in krassen und wohne in krassen Penthäusern in Dubai, Alter. Machst du, dann ist halt irgendwas Scheps. Ne?
zweiten Gerichtstermin nochmal Kosten in Höhe von 1000 Euro auf ApoRed zu, die er ebenfalls nicht zahlen konnte. Wie die meisten von euch mitgekriegt haben werden, habe ich den Gerichtsprozess gegen ApoRed gewonnen und dementsprechend muss er auch die Kosten des Gerichts und die meines Anwalts tragen. Unser heftiger Main-Character ist allerdings gar nicht heftig rich, sondern heftig brokey, mokey und insolvent. Er kann seine Schulden weder dem Gericht noch mir zahlen. Er kann noch nicht mal seine eigenen Kosten übernehmen. Nachdem ich ja letztens schon 200 Euro für den allerinsolventesten Hasen zahlen durfte, weil er diese 200 Euro nicht in einen seiner Geldkoffer auftreiben konnte, darf ich jetzt nochmal 1000 Euro draufzahlen. Und wahrscheinlich werden da noch mehr solcher Briefe kommen. What the fuck? Ich sehe mich bald schon den Unterhalt seiner Kinder zahlen. Wahrscheinlich meint sie hier die Kinder, die gerade ohne Vater aufwachsen, weil der lieber in der Wüste nach reichen Männern sucht wie Porta Potties. By the way, das Video von Carina habe ich unten verlinkt, checkt das auf jeden Fall ab. Jetzt kommt das Lustige bei der ganzen Sache. Dadurch, dass ApoRed der Carina nun Geld schuldet, wurde sie zur Gläubigerin und ist dadurch im Kontakt und Austausch mit den Insolvenzleuten, was das Ganze noch viel interessanter macht. Ja, ist ja geil. Du kriegst dann natürlich Insights, oder? Wie es bei dem ausschaut, weil wenn du so ein Insolvenzverfahren machst, du musst ja komplett ausziehen, also finanziell, ne? Du kriegst ja dieses Pfändungskonto und dann kriegst du nur noch wirklich Grundsicherung, also das absolute Minimum zum Überleben, das darfst du behalten von allem, was an Kohle reinkommt, und jeder Cent, der da drüber geht in den Topf, und aus diesem Topf werden dann Stück für Stück die Gläubiger bedient. Und dann muss das ja alles offengelegt werden. Der Insolvenzberater hat, glaube ich, dann auch Kontrolle über dein Konto. Und natürlich haben diese Gläubiger dann über den Insolvenzberater das Recht, Einsicht zu haben in die finanzielle Lage, dass sie sagen, hey, wo sind meine Kohlen? Nachdem er in seinen letzten Videos mal wieder mit seinen Millionen Flexen, diesmal in Geldkoffern gestapelt, habe ich einfach mal wie ein cleaner deutscher Brogy seinen Insolvenzverwalter wieder angerufen. Ich habe dann jedenfalls mit am Montag auch darüber gesprochen, wie das Ganze jetzt in der Öffentlichkeit weitergehen soll. Denn ganz ehrlich, das Verhalten von Red lässt halt jedes Mal Gläubiger und auch mich dumm dastehen, wenn er auf der einen Seite halt mit seinem Rich Money Future Geld flext und ja, ich davon berichte, dass er nicht mal 200 Euro zahlen kann. Das Ganze spült dann wieder Leute in meine DMs, die sagen, ich denke mir das alles nur aus, ich will nur sein Fame und sein Geld und so weiter. Ja, die Leute gibt's immer noch, what the fuck. Aber ja, so, aber wie geht es jetzt weiter? Denn sowohl die Insolvenzverwalter als auch die Gläubiger, dementsprechend auch ich, wissen ja, dass er kein Geld hat. Und auch ein ApoRed weiß das. Er hat das nämlich selbst vor seinem Insolvenzverwalter bestätigt. Alles, was er in seinen Videos macht, zeigt und sagt, ist nicht mehr als eine Rolle, die er spielt. Per Montag hat mir das Ganze nach unserem Telefonat auch nochmal schriftlich bestätigt und ich darf das Ganze auch öffentlich machen. Hallo Frau Busch, gern bestätige ich Ihnen als Insolvenzverwalter, dass mir gegenüber Herr Nadim Ahadi angegeben hat, dass die von ihm in seinen YouTube-Videos gemachten Angaben zu seinen Vermögensverhältnissen ausschließlich Unterhaltungszwecken dienen und diese im Rahmen der von ihm in Anspruch genommenen Kunstfreiheit kein Wahrheitsgehalt beizumessen sei. Ob diese Angaben wiederum der Wahrheit entspricht, bedarf weiterer gegebenenfalls gerichtlicher Aufklärungsmaßnahmen. Digga, das ist doch jetzt aber nicht wahr. Der darf das? Ich würde sagen, ja, nee, ich mache ihn nur auf reich. Das ist eine Kunstfigur, etc. Wenn du... Hey, ich check das nicht. Klar, der jettet zwischen Istanbul und Dubai hin und her. Alle paar Monate und kommt und traut sich nicht mehr nach Deutschland. Deswegen wird man so jemanden nicht habhaft. Aber der wird doch selber wissen, dass er das nicht ewig durchziehen kann. Digga, der wird das doch selber wissen, dass irgendwann holt ihn das ein. Und je länger der das jetzt nach hinten rauszieht, desto krasser wird es ihn einholen, oder? Wild. Streng genommen kannst du auch wirklich krass Steuern hinterziehen und hier einen auf Insolvenz machen und im Internet prahlen mit deinem Geld, und wenn dann der Insolvenzverwalter kommt, dann sagst du ihm einfach, ja, ist alles fake. Und dann sagt er, nee, okay, cool, weiß Bescheid, danke, tschüss. Da wird nicht weiter nachgehakt oder sowas. Ist Alter. Das Ganze muss unser Main-Character Hase übrigens auch noch in einer eidesstattlichen Versicherung unterschreiben. Ansonsten könnte das Ganze nämlich rechtlich etwas schwierig werden. Das ist schon seltsam. ApoRed hat doch vorher gesagt, dass genau der Insolvenzverwalter von dem Reichtum Bescheid wüsste. Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Der Insi-Berater von mir zum Beispiel, ne? Ganz korrekter Typ, ganz lieber Typ, ne? Der weiß doch Bescheid, Freunde, der weiß doch Bescheid, ApoRed.
Range Rover am Start, der weiß auch vom Lambo Bescheid, der weiß auch von dicken Firmenanteilen Bescheid, Millionen von Wert, also wir reden ja von nicht hier 1, 2 Millionen, wir reden ja von ganz anderen Summen, der weiß ganz genau Bescheid, den Rapping wird hier 1/3 von der Firma, hier und da ein bisschen was und da, also der weiß Bescheid, dem Hasen geht's gut. Alter, erstens, warum machst du so ein Video, während du vom Altkleidersammlungscontainer stehst, du Goofy? Alter, ich hab Millionen. Ich nehme das Video vom Altkleidercontainer irgendwo am Arsch der Welt auf, so. Und noch dazu, ganz ehrlich, müsste jetzt nicht logischerweise dein Insolvenzverwalter angezeigt werden wegen Beihilfe zur Insolvenzverschleppung? Ist es das? Beihilfe zur Insolvenzverschleppung? Also wenn du praktisch sagst, hey, ich bin insolvent, aber in Wirklichkeit hast du die dicke Knete und du willst es einfach nur nicht zugeben? Nennt sich Insolvenzverschleppung. Oder bitte korrigiert mich unten, wenn hier irgendwelche Finanzhater unterwegs sind. Korrigiert mich da bitte drunter, aber ist wild. Da müsste auch theoretisch, müsste der doch jetzt, der Insolvenzverwalter, eine Anzeige kassieren. Weil laut Aussage vom Apo RED, dem allerdämlichsten, der hier gerade vor dem, ist er ja sein Komplize bei der Insolvenzverschleppung, die er begeht. Digga. Erzählt hier über seinen Insolvenzverwalter komplett gelogenen Scheiß und erzählt genau diesem Insolvenzverwalter dann unter 4 Augen, ja, das dient nur zur Unterhaltung. Während die ganzen Gläubiger einfach nur auf ihr Geld warten und von ApoRed hören, dass der Insolvenzverwalter von dicken Autos und Firmen Bescheid wüsste, aber die Sachen scheinbar nicht pfändet, obwohl die einen Wert in Millionenhöhe haben. Richtig geil auf jeden Fall. Und nach den ganzen Beweisen, dass ApoRed doch nicht so reich ist, wie er tut, gibt's Leute da draußen, die sagen, nee doch, ApoRed ist reich, der hat sein Geld bestimmt einfach nur beiseite geschafft. Zuschauer denken, er hat kein Geld, weil das die Streamer denen einreden. Und jetzt kommt der beste Kommentar. Er bezweifelt, dass ApoRed pleite ist, weil Ausländer sichern sich immer ab. Oh Gott. Nee, ich glaube auch nicht, dass Rainer pleite ist. Metal-Franken sichern sich immer ab, Alter. Was zur Hölle? Alter, wie... Alter, dieser Kommentar ist auf so vielen Ebenen dämlich, einfach so. Ja, diese dummen Deutschen, die arbeiten gehen und nicht Insolvenzverschleppung betreiben, bevor ihre Kohle nach Dubai gebracht haben, so, das ist alles irgendwie die allerletzten Trottel. Aber hier dem ApoRed, dem ich hier im Internet den Schwanz lutsche von no apparent reason, ja, der sichert sich sicher ab, weil er ein K-Neck ist, Alter. Was soll die jetzt ganz ehrlich? Ja, das ist natürlich das stärkste Argument, aber auch die anderen Kommentare ergeben komplett Sinn. ApoReds Insolvenzverfahren begann im März 2022. In Entschuldigung Teil 7 habe ich gezeigt, dass ApoRed weit vor der Insolvenz schon nicht mehr Netflix und Audible zahlen konnte. Wahrscheinlich wollte er die 27... Ah ja, irgendwie ist Mimi an ApoReds Kontoauszüge rangekommen. Der ist halt wild. Das ist halt wild. Wie kommt man an die Kontoauszüge von so jemandem ran? 20,94 € lieber beiseite schaffen. ApoRed ist in Wahrheit reich, musste aber heimlich auf Kleinanzeigen seine Sache verkaufen. Wahrscheinlich, um dann nochmal ein paar 100 € beiseite zu schaffen. So machen das smarte, reiche Leute. ApoRed ist sogar so smart und reich, dass er in dem Video hier verkackt hat, einen Screenshot richtig zuzuschneiden. Er redet im Video nur darüber, dass das Finanzamt Kohle von ihm will, das aber nicht rechtens sei. Erwähnt aber nicht, dass das Finanzamt auf Platz 7 der Gläubigerliste ist. Was ist mit den ganzen anderen Gläubigern? Zum Beispiel den Platz 8, den man in seinem Screenshot ja sogar noch sehen kann. Hanse Merkur mit 6.277 €. Das Geld hat er übrigens nicht plötzlich geschuldet, sondern das hat sich über einen längeren Zeitraum angehäuft. Zumindest sagt das meine Festplatte, die aus heiterem Himmel angegangen ist. Alter. Congratulations. You played yourself. Es sind so winklerhafte Moves einfach. Vor allem, wer sind die 6 Gläubiger oben drüber, ne? Sie Stadt Hamburg, dann Krankenversicherung, wo kennen wir das her? Steuer nicht bezahlt, Krankenversicherung nicht bezahlt, kennen wir da jemanden? Fällt uns da jemand ein? Es ist OG, es ist dieselbe Story, nur mit anderen Grundvoraussetzungen. ApoRed
hatte bereits ein Jahr vor der Insolvenz einen Zahlungsrückstand von 700 €, bei denen er dann eine Ratenzahlung beantragen wollte, die sich über 12 Monatsraten erstreckt. Welcher Multimillionär möchte 700 € 12 Monate abbezahlen? Das ist geil. Der geht wahrscheinlich dann auch irgendwie so in den Club und sagt, hey, hier, keine Ahnung, Flasche Champagner, kostet 1200 €. Ja, kann ich das in 12 Monatsraten 100 € abzahlen? Aber wir fangen erst in 2 Monaten an. Ich warte nur auf die TikTok-Kohle, oder? Das sind nicht mal 60 € pro Monat. Ja, und scheinbar hat er es am Ende dann doch nicht stemmen können. Wahrscheinlich wollte er die 12 Monatsraten beiseite ins Ausland schaffen, für das Luxusleben in Saus und Braus. Ab den Champagne. Wenn wir weiter auf meiner Festplatte rumgucken, sehen wir auch, dass er schon 1,5 Jahre vor der Insolvenz seine Internet- und Telefonrechnungen nicht bezahlen konnte. Das ging dann so weit, dass er von Vodafone gesperrt wurde und einen Schufa-Eintrag bekommen hat. Besonders dreist finde ich aber, wie er Vodafone in seinen Streams basht, während er nicht mal die Rechnungen bezahlt hat. Oder läuft das Geschäft nicht bei dir gut? Oder wie bei K1 ist die Leitung down? Auto oder Vodafone? Oder Ian? Also meint ihr gerade mich oder meint ihr? Nein, wir reden hier mit dem Nachbarn. Also Vodafone ist gut eigentlich. Frag immer ordentlich. Nein. Bei mir immer Telekom, Vodafone ist Schmutz für mich. Katastrophe. Bruder, mit hinterhältigen Tricks hast du dich eingeholt. Mit deinem billigen Internet. Die Bestrafung. Ganz ehrlich, wollen wir wetten, dass hier in diesen ganzen Nike-Schuhschachteln hinten drin keine Schuhe sind? Wollen wir wetten, der hat sich da damals, als lief bei ihm, ne, da hat er Kohlen gemacht, hat keine Steuern gezahlt, kein gar nichts, hat die Kohlen für so eine Scheiße rausgeprasst. Ja, ich brauche jetzt hier, keine Ahnung, teure Nike-Sneaker-Sammlung. Und die Nikes, die hat er sicher alle schon verscheppert und in den Schachteln ist nichts mehr. Die Schachteln hat er behalten einfach. Er hat nicht mehr ganz so viel gekriegt für die Nikes, aber die Schachteln mussten da bleiben. Ja, die kriegen lieber ein bisschen weniger beim Verkauf, aber dann kann ich mir die Schachteln noch in den Hintergrund reinstellen, sodass es so aussieht, als hätte ich immer noch die mega krasse Sneaker-Sammlung. Kaufst du ordentliches Internet? Irgendwas stimmt mit deinem Internet nicht, mit deinem Handy, mit alles. Das ist dein Internet, du Dreckiger. Bei mir ist alles sauber. LTE 5-Sterne-Programm. Ich wette sogar meine Eier drauf, du hast deine Rechnung nicht bezahlt. Du bist so ein richtiger Hater. Immer die Schuld bei anderen suchen, weißt du? Hör auf mit diesen 5 € sparen, Digga. Hör auf mit Vodafone, Digga. Du holst Telekom. Und ApoRed spart am meisten, weil er einfach gar keine Rechnungen bezahlt. Ja, bestimmt, weil er... Das ist ein schlauer Move. Ja. Das hier ist auch, weil er Ausländer ist. Der bringt sein Geld in Sicherheit und zahlt seine Rechnung nicht. Ein paar 100 € lieber ins Ausland geschoben hat. Nicht nur für den absoluten Luxus-Lifestyle in Dubai, sondern auch in der Türkei, wo er in Alanya auf Thomas und einen Kollegen getroffen ist. Und die Story, die gleich kommt, könnt ihr euch nicht ausdenken. Ich konnte mir die Sachen, die jetzt in den letzten 42 Minuten gekommen sind, nicht ausdenken. Was soll denn jetzt noch kommen? So eine bodenlose Simulation, ne? Ich komme darauf gar nicht klar. Ja, wartet mal, wir machen die Scheiße jetzt hier schon seit 1,5 Stunden. Ich zieh durch, ich muss nur kurz Pause machen und mir ein frisches, alkoholfreies Bier holen. So. Das schönste Geräusch der Welt. Weiter geht der Beta. Okay, also er war irgendwo in der Türkei in irgendeinem Ort am Strand. Let's go. Das ist echt einfach wie, vor allem wir wollten ja gerade gehen, ne? Und dann steht er da so an der Ecke. Das ist einfach wie in GTA, wenn man diese Fragezeichen-Typen irgendwie so auf der Straße trifft und dann macht man so eine Sidequest. Thomas ist ein Zuschauer von mir, der mich letztes Jahr angeschrieben hat mit Yo Mimi, ich habe gerade Bekanntschaft mit ApoRed in Alanya gemacht und alles, was du jemals in deinen Videos gesagt hast, stimmt. Um das Ganze übersichtlich und verständlich zu halten, werde ich zum Teil Voice-Stücke von Thomas einblenden und wiederum an anderen Stellen die Sachen selber zusammenfassen. Alles andere würde hier den Rahmen sprengen. Also angefangen hat es damit, als wir den einfach so an der Straße gesehen haben in Alanya, in der so Fußgängerzone. Und der stand dann da in der Ecke wie so ein NPC. Und unsere Theorie ist, dass der da einfach irgendwie gewartet hat, bis der irgendwen findet, der den halt kennt. Und dann so mäßig, ja, lass mal nochmal irgendwie da und da hinfahren. Und das hat er auch gesagt, oder? Ja. Hat halt direkt angefangen von diesem Club,
so der berüchtigste Club in der Stadt. Da meinte, da geht auf jeden Fall was ab. Und dann sind wir dann, genau. Mit dem Taxi, dann ist er direkt mit uns im Taxi gegangen, dann haben wir uns ein Taxi geschnappt. Die sind dann von hier mit dem Taxi zum Summer Garden gefahren. Das Ganze hat die zu dritt dann 480 Lira gekostet. ApoRed hat aber leider nicht mit Karte zahlen können. Und als wir dann da bei dem Club angekommen sind, wollte der das mit Karte bezahlen. Was wir auch für absolute Lüge halten, weil der wohnt doch eigentlich in Istanbul. Und der muss eigentlich wissen, dass man Taxen nicht mit Karte bezahlen kann. Kleiner Einwand, man kann wohl auch teilweise mit Karte zahlen. Nichtsdestotrotz hat es ApoRed hinbekommen, die Taxifahrt nicht zu bezahlen. Und so ging das dann weiter. Da meinte er so, oh, ich habe nur 40 Lira dabei, könnt ihr mir das vorstrecken? Und die erste Runde geht dann auf mich so quasi, ne? Was aber nie passiert ist, weil der Typ an dem Abend absolut keinen einzigen Cent ausgegeben hat. ApoRed hatte umgerechnet nur 1,34 € dabei. Thomas musste das Taxi für ihn bezahlen. Heißt, ApoRed ist nicht der Main Character, sondern der 15 Kilometer Tramper. Als sie dann beim Türsteher waren, ging Alter, der wollte irgendwie in so einen Club gehen und hat die Kohle nicht mal gehabt, um da hinzukommen. Und dann hat er sich da irgendwo hingestellt und gewartet, bis ihn irgendwelche Dudes anquatschen, um denen dann irgendwie einen von der wilden Sau zu erzählen, was in dem Club alles losgeht, damit die ihn da mit hinnehmen und so, oh, ich kann es gerade leider das Taxi nicht bezahlen. Hier so Alan Harper-Style, ich habe hier meine Geldbörse in einer anderen Hose gelassen oder sowas, oder? Ging's dann jedenfalls so hier weiter. Und dann wollten wir da so reingehen und der Türsteher hat dann so gefragt, auf welchen Tisch reserviert ist oder irgendwie sowas. Er meinte auf Leon. Ja, dann irgendwie so, dass der auf Leon reserviert ist oder so. Und da meinte der Typ an der Tür, dass es den nicht gibt. Und dann hat uns halt einfach durchgewunken so. Und dann kommen wir da so an und dann stellt er sich halt zu irgendwelchen Deutschen, die den halt kennen. Und wir dachten halt, dass das die Freunde von dem sind. Aber dann habe ich mit denen halt so geredet und die gefragt, ob die halt Freund mit dem sind. Und dann hat sich herausgestellt, dass die den auch gerade erst kennengelernt haben. Thomas hat ApoRed dann gefragt, wie die dann jetzt trotzdem reingekommen sind. Und ich habe den sogar am Ende noch gefragt, wie wir denn jetzt reingekommen sind, weil ich das einfach, mir war das schon von Anfang an richtig suspekt, das Ganze. Als ich das dann gefragt habe, wie wir denn jetzt reingekommen sind, meinte der, weil er und seine Kollegen immer Tische bestellen und so weiter. Also so von dem Motto, dass der da irgendwie bekannt ist oder so, ich weiß nicht. Interessanterweise hatte Thomas und sein Kumpel Aufnahmen vom Feiern gemacht, wo man auf einer Aufnahme sogar genau diese Aussage von ApoRed hört. Jetzt genau zuhören. Nee, normalerweise immer 10 Eintritt, aber die lassen mich immer umsonst mal rein. Ja, warum? Ja, weil wir mal einen Tisch holen. Was? Weil wir immer einen Tisch holen. Ah, okay, ich habe den auf Tisch. Das Ding ist aber, die sind da nicht etwa reingekommen, weil ApoRed so ein Superstar ist oder mit seinen Leuten immer Tische bestellt, sondern weil der Eintritt im Summer Garden kostenlos ist. Man bestellt da gar keine Tische. Das System läuft so, dass man einen Tisch zugeordnet bekommt, wenn einer frei ist. Deshalb hat der Türsteher auch gefragt, ob die schon zu jemandem gehören. ApoRed hat einfach Leon gesagt, in der Hoffnung, dass da einer so heißt, weil das so ein Touri-Laden ist, wo viele Deutsche hingehen. Der Tisch, den ihr im Clip gesehen habt, war von ein paar Deutschen, zu denen ApoRed einfach hingegangen ist und so getan hat, als wären das seine Freunde, mit denen er sich verabredet hat. Und diese Leute dachten, dass Thomas und sein Kumpel die Freunde von ApoRed waren. Ach, und übrigens hieß keiner von den Leuten Leon. Das Ding ist halt auch, erstens, wir hatten keinen Tisch da und zweitens, die Leute, zu denen wir gegangen sind, kannten den halt auch nur aus dem Internet. Also der war nicht irgendwie verabredet mit denen oder so. Vor allen Dingen, die dachten, dass wir Freunde von dem sind und wir dachten, dass die Freunde von ihm sind. Es sieht so ein wenig danach aus, als ob ApoRed sich in eine Touri-Straße gestellt hat, damit er von Deutschen erkannt wird, um dann kostenlos zu dem Club zu kommen, weil man dort kostenlos reinkommt. Möglicherweise, um Frauen zu klären, ohne Geld ausgeben zu müssen. Also vor allen Dingen der Kellner. Alter, ja, so schaut's aus. Nicht nur ein wenig, es schaut ganz genau so aus. Alter, der Allerreichste, der hat's nötig. Aber Leute, das setzt ja dem Ganzen nochmal diesem ganzen Scheiße-Eisbecher nach oben die Kirsche oben drauf, oder? Also nicht nur, dass es schon erbärmlich ist, irgendwie rumzuflexen und sagen, hier, das ist jetzt hier meine tolle Bude mit Pool und so bla bla bla, alles meins, obwohl es es nicht ist. Alter, das ist mein absolut krasses Auto, alles meins, obwohl es es nicht ist. Alter, ich habe Millionen und hin und her und bla bla bla, obwohl es es nicht ist. Ja? Aber sich dann da pleite hinzustellen und zu hoffen, dass einen irgendjemand erkennt, um die Leute voll zu schwallen, um sich dann einen Abend von denen aushalten zu lassen und am nächsten Tag steht man da wieder und hofft, dass die Leute nicht wiederkommen, sondern man andere Idioten verarschen kann.
Alter, großartig, ganz großartiger Lebensstil, mein Freund. Er kam dann halt auch so zu uns und hat dann halt so gefragt, ob irgendwer halt was trinken will und so, ne? Hat dann auch explizit ApoRed gefragt, ob der was haben will. Und der dann so ganz schockiert so, nein, alles gut. Ich glaube, der hat auch gar nichts Sprudelwasser wahrscheinlich, ne? getrunken da. Ich weiß gar nicht, was er da wollte. Das jetzt, wo ich. Ja, wirklich wie ein NPC. Einfach. Leuten halt angequatscht. Ja. Der hatte da gar keinen Sinn, da irgendwas zu tun. Der ist einfach hingegangen und guckt halt einfach, steht da blöd in der Gegend. Ja, der guckt dann da so rum, zieht dann seiner Vape die ganze Zeit. Und wollte ihn irgendwie erkennen. Ja, oder der wollte sich irgendwelche Weiber klären oder so. Das kann auch sein. Aber ob das jetzt gezielt war oder nicht. Ja, der hat dann die ganze Zeit gesagt. Da gibt's gute Frauen und so weiter, bla bla bla. Der hat auf jeden Fall befürwortet, dass wir da auf jeden Fall hingehen. Ja, der wollte da unbedingt hin. Das ist ja auch geil, wie alle mal als NPC beleidigt, dann steht er selber da. Wie Mama hat mich nicht abgeholt. Ja, genauso stand er da wie ein Kioskverkäufer. Okay. Alter, die Geschichte ist halt super wild einfach. Ich warte jetzt drauf, dass mich jemand erkennt, damit ich mich von denen aushalten lassen kann. Den erzähle ich irgendeine Story vom wilden Mann. Und wir kommen da rein, weil ich so rich and fame bin, Alter. Jeder Dulli da reinkommt einfach. ApoRed, warum gehst du nicht einfach arbeiten und bezahlst endlich deine Schulden? Du hast ja scheinbar genug Zeit, wie der größte NPC nachts alleine sinnlos in der Weltgeschichte rumzustehen und auf Almosen zu hoffen. Wahrscheinlich sogar noch während dein kackbraunes Polohemd gerade wieder trocknet. Nimmst dir dann aber die Dreistigkeit raus, anderen vorzuwerfen, dass sie NPCs und Bots sind. NPC-Verhalten. Was für NPC-Bot-Verhalten? Ach so, das bothaftiges Verhalten. Nun, wer so wenig ist und ein Bot ist, verhält sich so. Du bist ein Bot. Bots. Ihr seid einfach Bots. Ihr seid Bots in meinen Augen. Ich werde doch gleich ausführlich erklären, warum ihr Bot seid. Ich weiß, warum ihr Bot seid. Ich erkläre jetzt, warum ihr Bot seid. Weil ihr seid für mich Bots. Ihr seid Bots. Wir fassen zusammen, er ist nicht derjenige, der rumsteht wie ein NPC. Die Hater sind diejenigen, die rumstehen. Die Parallelen, ne? Die Parallelen. Ihr seid für mich Bots. Versteht ihr es? Reine, goofy Bots. Also wirklich geisteskranke Bots. Ja? Absolute Botstufe. Absolute Botstufe. Digga, wenn ihr euch da was einbildet, seid ihr absolute Bots. Bots seid ihr. Ihr wisst, was für einen Status ihr habt. Bots. Mein Status, immer noch Main Character. Junge, du bist nicht der Main Character, sondern der Monetenbettler. Das Beste an der ganzen Geschichte kommt aber... Nee, ich glaube, ganz ehrlich, er ist, wenn wir jetzt beim GTA-Vergleich sind, er ist die Nutte, die du abholst und irgendwo hinfahren musst, da? Aber jetzt, Thomas hatte ja bereits das Taxi bezahlt und es gab auch nie die erste Runde, die auf ApoRed geht. Ja, Kell Surprise, dass der nicht eine Runde ausgegeben hat. So hat Thomas ihn am Ende noch eine folgenschwere Frage gestellt. Und als wir dann gehen wollten, habe ich den so nach einem 5er oder 10er PayPal gefragt. Und dann wollte der mir eigentlich verschicken, aber dann kam so Bestätigungsdingens, ne? Für Identität. Dann hat er mir so gesagt, dass das nicht geht, weil er jetzt gerade noch irgendwie eine SIM-Karte aus Dubai oder so im Handy hat und dass ich ihm nachher auf Instagram schreiben soll. Thomas, ja, das ist eine sehr nachvollziehbare Geschichte. Alter, wenn sich irgendwas nicht nach einer faulen Ausrede anhören soll, ja, Digga, dann verpack's nicht wie eine faule Ausrede. Also ich habe noch eine SIM-Karte aus Dubai und die Leute in Dubai haben keinen Zugriff auf PayPal, oder? Gibt's PayPal in Dubai nicht? So ein Krampf, ganz ehrlich, so ein Krampf. Ihr da alle Riches, der ganz viele Millionen und Klump und Zeug, aber kann dem Typen nicht einen Zehner fürs Taxi geben, Alter. Hat ihn dann auf seine Anweisung hin angeschrieben und ApoRed hat sogar geantwortet mit seinem zweiten Account. Also bitte nicht irritiert sein, das hier ist auch der allerechte ApoRed. Guckt dafür einfach Entschuldigung Teil 10. ApoRed meinte dann, yo, schick IBAN, was Thomas dann gemacht hat und... Ja, genau. Dem Typen will ich gerade noch meine IBAN schicken. Ganz genau. Der Typ, der alle möglichen Leute scammt und offensichtlich keinen Knopf Geld in der Tasche hat, dem schicke ich dann meine IBAN. Noch meinte, dass es mega wäre, wenn es klappen würde. ApoRed meinte, klar, Bro. Thomas fragte dann irgendwann, ob es funktioniert hat. ApoRed wieder, nee, muss SIM-Karte wechseln, weil alles mit deutscher Nummer gekoppelt ist. Mach ich gleich. Ab dem Zeitpunkt hat ApoRed ihn dann vorerst geghostet. Bis zu einer Nachricht von Thomas, zu der wir gleich kommen werden. ApoRed hat nach der Nachricht erstaunlicherweise direkt innerhalb von Sekunden geantwortet. Er schrieb, dass er den ganzen Tag Sightseeing ohne Handy gemacht hätte. Ja genau, ApoRed auf einmal der Kulturhase geworden. Ja, genau, vor allem, keine Ahnung, diese ganzen Internet-Influencer-Kasperl,
Wie wenn die auch nur einen Meter ohne Handy, wahrscheinlich einen Rucksack voller Powerbanks, damit auch ja niemals der Akku leer geht, weil alles ja immer dokumentiert werden muss. Es wird doch immer die Presse irgendwie in die Selfie-Kamera gehalten. Oder man filmt in irgendeine spiegelnde Oberfläche, wo man dann so die Reflexion sieht, wie geil und krass. Aber das Handy ist auch immer am Stissel, kann er nicht erzählen. Ohne Handy war es Sightseeing, ganz genau. Wer glaubt das bitte? Vor allen Dingen, der labert ja auch absoluten Schwachsinn. Du kannst mir nicht erzählen, dass der auf eine Sightseeing-Tour geht, ohne Handy, aber trotzdem auf Instagram online ist, was man ja sieht, offensichtlich. Ihr merkt schon, ApoRed hat die ganze Zeit wieder die besten Ausreden am Start. Zusätzlich meinte er plötzlich, deutsche Sim ist in Dubai, ich bin demnächst dort, ansonsten kann ich es natürlich nicht überweisen. Nee, natürlich also nicht. Die SIM-Karte ist jetzt auf einmal in Dubai. Ich bin mir sicher, ApoRed sagt die Wahrheit, genauso wie in der nächsten Nachricht. Und auch bitte nicht vergessen, wir haben wegen mir 10 € Eintritt jeweils gespart, weil ich einen Tisch hatte. Alter, was... Ganz ehrlich, rechnet der damit, dass dass die Typen, die sie da hingeschleppt haben, mit den Leuten, an die er sich daran gezeigt hat, nicht ein einziges Wort reden den ganzen Tag? Für wie dämlich hält er die Leute? Ich meine, offensichtlich ist er dämlich genug, dem Typen seine IBAN zu geben, aber darüber hinaus, bitch, please. Der wird doch damit rechnen können, dass wenn die da den ganzen Abend in diesem Drecksclub drin sind, dass die mit den Typen von dem Tisch auch mal ein Wort schnacken. Und das dann heißt so, yo, hier gibt's gar keinen Eintritt. So, keine Ahnung, du hast halt einen Tisch. So, wenn einer frei ist, kriegst du einen Tisch. Fertig. Äußerst interessant, erzähl mir mehr davon. Junge, du bist wirklich ein ganz anderes Level. Aber kommen wir nun zu der Nachricht, auf die ApoRed seine ganzen Rechtfertigungen und Ausreden gespammt hat. Ihr müsst euch vorstellen, Thomas hatte sich bei der ganzen Clubsache finanziell etwas verkalkuliert. Der Clubbesuch war ja ursprünglich nicht geplant und ist aus dem Moment heraus entstanden. Genauso wie die Taxikosten. Nicht nur zum Club hin, sondern die mussten danach noch zu ihrer Unterkunft zurück nach Mahmudla fahren. Zum einen sind die ganzen Kosten natürlich irgendwo auch selbst verschuldet, zum anderen haben die sich auf ApoReds Wort verlassen. Dadurch ist Thomas in eine schwierige Situation gekommen. Er war nur noch einen Tag in der Türkei und wollte eigentlich noch ein paar Geschenke für seine Family in Deutschland kaufen. Ich habe jetzt so quasi mein letztes restliches Geld so zusammengekratzt, aber es fuckt halt echt ab so, weil wir gestern echt asozial viel Geld für Taxi ausgegeben haben und eventuell wollte ich mir morgen noch irgendwelche Andenken oder so holen oder was für die Familie. Das ist natürlich wild, wenn du ein fixes Urlaubsbudget hast, ne, wo du sagst, hier, keine Ahnung, das ist das Maximum, was ich zum Ausgeben habe. Und dann kommt hier der Allerechteste her und macht einen auf dicke Hose und sagt, hey, wir fahren miteinander in einen Club. Und er ist ja super krasser Millionär. So, er hat ja irgendwie, keine Ahnung, 6 Autos und so, ein Penthouse in Dubai und so, keine Ahnung, wenn der dich in den Club einlädt, dann wirst du wohl schon erwarten, auch irgendwie, keine Ahnung, dass der das blecht, oder? Weil er kann sich's ja leisten, keine Ahnung, die paar Euro da für so einen Clubabend. Was heißt, 20 € Taxi hin, 20 € Taxi zurück. Nächste, okay, keine Ahnung, das ist noch im Budget und wir können hier einen fetten Abend in so einem geilen Club haben. Und dann fährst du hin und auf allen Kosten bleibst du irgendwie sitzen und dann schlägt dir das irgendwie eine saubere Kerbe ins Urlaubsbudget. Ja, ist wild. Ist natürlich auch ein bisschen dumm und naiv, aber ist wild. Vor allem, wenn er halt vorher schon gewusst hat, weil er ja offensichtlich Mimis Videos kennt und Mimi macht die Scheiße seit 3 Jahren, dass die Zahlungsmoral bei dem Dude halt nicht die allergeilste ist. Ne? Familie, von meiner Mutter oder so. Und das wird jetzt schon ein bisschen kritisch, müssen wir gucken, wie wir das machen. Ich meinte zu ihm, gib mir dein PayPal und hab ihm instant 50 € geschickt. Thomas hat das dann ApoRed unter die Pinocchio-Nase gerieben, woraufhin ApoRed scheinbar Eierflattern bekam und mit dem ganzen Scheißgelaber losgelegt hat. Also spätestens ab dem Zeitpunkt hätte ApoRed mal auf den... Aber da muss man sagen, ist Mimi auch ein Ehrenmann. Er hat anscheinend irgendwie dem Typen, ich habe ja vorhin erzählt, da ging es um den PS4-Controller, es war halt noch in Vor-PS5-Zeiten, dem Typen, der diesen PS4-Controller angeblich gewonnen hat, der den natürlich auch nie gesehen hat, der hat irgendwie mit Mimi Kontakt aufgenommen und Mimi hat ihm halt dann einen PS4-Controller geschenkt und eine PS4 Pro und noch irgendwie ein Spiel dazu oder so. Weißt? Und weil der gesagt hat, hier komm, ne, scheiß an.
Und das, obwohl Mimi nicht hier der allerechteste Supermillionär ist, sondern einfach nur ganz stinknormaler YouTuber. Den Gedanken kommen können, dass ich mitbekommen könnte, was er hier schreibt. Wie blöd musst du eigentlich sein, genau dann noch nachweisbar zu lügen? Später hat er sogar noch die Dreistigkeit besessen zu behaupten, dass ich Thomas manipulieren würde und dass er ja das Geld von seinem Fan bekommen hat. Also ja, genau. Also das ist auch so eine winklerische Geschichte. Da hatten wir doch irgendwie erst neulich in den Indigo-Bärchen-Leaks drüber gesprochen. Ja, dieses, ja, glaubt dem kein Wort, der will dich manipulieren. Er redet nicht mit der Christine, weil die erzählt dir schlimme Sachen, Lügen über mich, ne? so nach dem Motto, Mimi ist ApoReds Fan. Das erzählt ApoRed auch übrigens des Öfteren, dass ich Fan sei, ihn wahrscheinlich liebe und er mich bekannt gemacht hätte. Aber du hattest noch mit deinem YouTuber-Stress, dieser Mimi oder wie der hieß, dieser... Ja, das ist so, glaube ich, so ein Fanboy von mir, weißt du, der liebt mich, glaube ich, auch cool. Der macht so richtig viel Fake News über mich, aber ich glaube, der liebt mich, weil der macht so Recherche und so. Aber du hast ihn bekannt. Alter, wie er die ganze Zeit an seiner scheiß Frisur umeinander zupft, Alter, da kriege ich auch schon wieder Hasslatte. Ja, du bist schon schön, ist alles gut. Gemacht, ne? Ja, du reagiert hast. Safe. Ja? Safe, ja, 100%. Das ist so ein wacker Front. Von mir aus bin ich der größte ApoRed-Fan. Ich liebe den sogar. Und Leute kennen mich nur wegen ihm. Und jetzt ApoRed, das ändert trotzdem nichts daran, dass du im Insolvenzregister stehst, dich an fremde Autos anlehnst, Leute abziehst, Gewinnspiele nicht einlöst, einen Haftbefehl hast und sowieso ständig vor Gericht verlierst. Die Liste von deiner Abschaumhaftigkeit ist ewig lang. Egal, was für ein Fan ich bin. Jedenfalls in dem Moment, als Thomas meinen Namen gedroppt hat, hing ApoRed nur noch am Handy und hat sich ganze Zeit gerechtfertigt. Thomas hat ihn gefragt, warum er nicht direkt zum Summer Garden gefahren ist, sondern sinnlos auf der Straße gewartet hat, obwohl er doch schon einen Tisch hatte und die Freunde angeblich ja auch schon da waren. Und er hat noch darauf hingewiesen, dass es dort gar keinen Leon gab und die Leute dort auch nicht mit ApoRed befreundet waren. ApoRed meinte daraufhin, dass er im Club ganze Zeit mit Leon und dessen Freundin geredet hätte und hat Thomas Paranoia vorgeworfen, weil er denkt, dass ApoRed jemand für die Taxifahrt gesucht hat. Wieder die klassische Psycho-Unterstellung, die er immer macht. Besonders geil fand ich dann aber, wie Thomas nochmal darauf hingewiesen hat, dass es gar keinen Leon gab. Diese Argumentation. Was ist das für eine Antwort? Ich schreibe, dass es den Typen gar nicht gibt. Und dann meint er darauf, mit ihm war ich. Thomas hat ihn noch auf die Sightseeing-Tour-Lüge angesprochen, weil ApoRed die ganze Zeit online war, aber behauptet hätte, sein Handy nicht dabei gehabt zu haben. Die Nachricht ignoriert ApoRed natürlich und sagt, keiner würde wegen ein paar Euros lügen. Und ganz bestimmt nicht jemand, der in Dubai lebt. Das ist wieder so eine dämliche Aussage, um die Lüge glaubwürdiger zu machen. Das ist so die gleiche Kategorie von seinem Gelaber wie, ich kann Frauen gar nicht berührt haben, denn ich bin doch ein Moslem. Das geht also gar nicht. Oder ich kann das bei den Mädels gar nicht gemacht haben, weil kein YouTuber in meiner Größe würde das machen, allein wegen des Images. Das kann also gar nicht passiert sein. Oder auch der Klassiker. Ich bin ehrlich, Unge, ich finde, ein Mensch kann nicht so gut lügen. Na, ich bin sowieso nicht der geborene Lügner. Also kann ApoRed ja nur die Wahrheit sagen. Dann meinte der Gönner ApoRed noch, mein Bester, hätte ich die deutsche SIM bei mir, hätte ich dir sogar 15 statt 10 Euro geschickt. Oha, ApoRed die afghanische Mutter Teresa. Ich glaube, Thomas wird sich wirklich darüber ärgern, dass er sofort 50 Euro gekriegt hat, um Geschenke zu kaufen, statt für immer auf 15 Euro zu warten. Da ApoRed gemerkt hat, dass er Thomas nicht auf seine Seite ziehen kann, wechselt er... War der ganze 5 Euro mehr, ey. Der alte Gönner. Das ganze 5 Euro hätte ihm mehr gegeben. Wow. Ganz ehrlich. So handelt ein Millionär, auf jeden Fall. Die Taktik und fängt an zu drohen. Also ich kann mich darauf verlassen, dass hier keine Chats weitergeleitet werden oder aufgenommen oder gescreenshottet werden, richtig? Weil sowas gehört sich nicht und schalte ich auch dann sofort zur Anzeige und wird auch meinem Anwalt weitergeleitet. Ich habe nirgends gelogen. Wenn du diese Straftat begehen willst, verlierst du unnötig eine Menge Geld wegen 10 Euro, die ich dir angeblich nicht geben wollte, obwohl ich 2500 Euro Miete in Dubai zahle. ApoRed ist so erbärmlich, er versucht hier ein Machtgefälle zu schaffen, so nach dem Motto, ich bin im Recht und hab sehr viel Geld. Du hast nicht viel Geld und bist im Unrecht. Also mach genau, was ich sage, sonst wirst du finanzielle Probleme bekommen, um eben bei Thomas irgendwelche Existenzängste zu triggern. Also eigentlich das gleiche Anzeigengelaber wie damals bei Carina und mir und meinem geilen Lesson Squad. ApoRed will bedrohlich wirken, aber keiner kann den ernst nehmen. Er sagt dann nochmal, dass er keine straftaten dulde und meinte dann noch, landet direkt beim Tisch meines Anwalts. Ja, wahrscheinlich meint er hier den Tisch im Summer Garden. Und jetzt kauft mein neues... Alter Schwede. Alter Schwede, der Typ ist halt wirklich, ganz ehrlich, der ist, wie gesagt, keine Ahnung, irgendwie muss der mit den Winklers verwandt sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Leute, wir haben jetzt hier aus einem
1-Stunden-Video und 2-Stunden-Video gemacht. Ich habe relativ wenig jetzt für meine Verhältnisse dazwischen gequatscht, weil ich natürlich auch in diesem ApoRed-Game nicht so krass drin bin. Aber ich hoffe, ich konnte ein paar von euch trotzdem unterhalten. Das nächste Video wird wieder Wingle-bezogen sein. Und da bleibt mir nichts weiteres zu sagen, außer tut nicht, was Rainer tut oder was ApoRed tut. So, Leute, geht ehrlich durchs Leben. Das ist ein einfacher, schönerer Weg und man kann sich dann auch selber im Spiegel anschauen. Medal of.